Hallo. Mir ist gleich mal meine Frage noch vorlesen. Ich weiß die Antwort gar nicht mehr. Ups. Okay. Okay, let's go. Okay, let's go. Oh, nein. Wir nehmen jetzt neue. Das ist noch Zeit. Was habe ich müssen schlagen anfangen? Sonst wir fangen im Halbjahr. Aha. Ich schwitze einfach abnormal. Ja, Nice. Finde ich schön. zu viel Spannung im Geil. Spiel. Beim Hauptsache, Ja. der Zuschauer scharf gestellt und die Spieler vorne. Hallo zusammen! Da bin total genial mit zwei tollen Gästen und Purzel. Einerseits mal der Flippy. Hello! Und der Joel. Und der Purzel. Man hört dich nicht, was ist los? Ich glaub mich nicht. Ah, jetzt hört man dich, Ah, alles jetzt. klar. Aber ich glaub mich nicht. Super! Ui. Ja, danke sind ihr da, erstens einmal. Das ist nicht bei allen der Fall, wie ihr seht. Grüße gehen raus, Peace. Und ja, jetzt, wir haben heute einmal mehr ist total genial. Sind ihr parat? Habt ihr I Bock? think, yes. Ja. Ich bin voll parat. Ich habe beim letzten Mal abgelöst und heute gibt's ein Comeback. Ein Comeback? Nein. Sicher? Natürlich, ich bin voll parat. Safe. Oh, Purzel, wie parat. sieht's bei Nachdem ich dir aus? letztes Mal, nachdem Ich ich bin auch letztes voll Mal parat. abgelöst habe, nachdem ich letztes Mal so abgelöst habe mit meinen Minen auf dem Fußballfeld, bin ich heute parat. Ja. 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 Muss parat sein, um die aufholen. Ja, da war dann wieder mal die 4 spannende Fragen vorbereitet. Und jetzt geht es am Minigame. Genau. Ja. Ja. Und wie kann das Team dann unterstützen, indem man die coolen Posttassen kaufen. Wie man so behältlich. Shop mit Nati, coming soon. Dann nehmen wir das weg, der Witz ist gleich. Muss ich schneiden. Wir können nicht rausschneiden, das ist alles genau so, wie es ist. Wenn wir gerade... Alles. Ja, also fast alles. Ah, jetzt. Oder auch nicht. Ich bin nämlich noch Punktezahl am... Jetzt, Und super. Banane muss ich sagen, Leute, wenn ich wieder was mache. Achtung, was kommt jetzt? Aber auch sagen, wieder Leute, wie immer, gibt es neuerdings so coole, total geniale Tassen und man kann gewinnen. Oh je. Das ist ja so. Immer coole Vogel sind, mit der. Das ist nicht einfach, Tassen von Kaffee, was wir am Stream innen sieht. Das ist pur schwierig. Heute kann man so coole, total geniale Tassen gewinnen, wenn man gut dabei ist. Du hast einen den Sound gerade offen, nicht, dass wir da irgendwie Doppelsteuerung haben. Ich habe das Gefühl, der Purzel hallt ein bisschen, aber das kann man auch sein, oder? Hall. Ja, ich bin auch ein Engel. Das mit dem Chris kann ich jetzt mal kurz ausblenden, weil das braucht man nicht. Wir haben nämlich jetzt die sogenannten Punkte-Dings bei euch auch drin. Mhm. Der am meisten Punkte bekommt, oder? Der bekommt die legendäre Purzeltasse. Nein, total. Jeder, genau. Wer mehr Punkte bin ich. Mensch. Also die Chance ist jetzt 50-50. Die Frage ist, Purzel, wer soll die Frage anfangen? Also wer soll anfangen mit der Frage? Willst du, Reich? Ja, ich mache Schnickschnack.
Knick-Knack. Wir machen Schnicksen. Ah ja! Wir haben eben eine Verzögerung, darum ist das nicht so sinnvoll. Nein. Ich Nein, weiß ich nicht gebe dir schnacken. den Vortritt sonst. Ist okay. Ja, okay, fangen wir an, Frage Nummer 1, wenn du da willst. Warte, du, nachher komme ich mit dem Quiz, das ist gut. Ja, machen wir so. Das klingt gut. Das sind sehr gut. Also, dann mache ich, du, und nachher habe ich meine Game. Dann du, ich, und nachher sind wir relativ weit. Fangen wir an mit der Frage Nummer 1, wo wahrscheinlich wieder der Vorstellung wird. Jetzt machst du mich aber anders, du. Fast ja anders. Irgendwie hat es die eine Frage nicht übernommen. Ich fange an mit der Frage 2 an. Nein, ich frage eins nicht. So, da ist deine Frage 1. Kannst du es Weißt lesen? du, ja, das ist gleich, aber ich am PC halt ein bisschen grösser. Meine Frage ist es startet am 3. Mai 2023 ein Flug von Texas, USA nach Atlanta, USA, anstelle vom geplanten Start von 12.25 Uhr erst um 14.30 Uhr. Oh nein, das ist doch jetzt safe wieder so eine komische... Ich habe einen Tipp gegeben, die Tasse spielt dabei keine Rolle. Okay. Umwelt. Okay. Unwetter? Nein. Nein, das glaube ich am Purzel. Dafür kenne ich inzwischen den Purzel auch zu gut. Und ich sag's jetzt schon, das wird so etwas komisch sein. Ja, das denke ich auch. Das ist Ein Gast ist in der 3. Schiene. Mai. Wer? Es ist jemand gestorben. Wer? Der Pilot. Logisch, ja. Ich hätte auch eine gute Idee. Aber was ist gestorben? Schwierig. Der stille Tod. Und dann bist du wieder. Also Corona wahrscheinlich eher nicht. Der 3. Mai, das ist das schon ein bisschen in der Vergangenheit. Da gibt es schon Medikamente dagegen. Glaub, habe ich mal gehört. Weiß es nicht. In den USA. Ja. Ja, in den USA sicher auch. Ja, okay, bei 5 noch Idee. Hitzetod. Hitzetod. Ja. Also, meine Vermutung wäre, dass USA hat doch eine Zeitverschiebung. Ach nein, warte mal. Ah nein, das ist von USA nach USA. Ich hätte gesagt, so wegen der Zeitverschiebung, dass die irgendwie. Keine Ahnung. Liebe Grüße Dass gefunden. die Piloten einfach irgendwie zu Nein. dumm Das war sind. ein stiller Tod. Der stille Tod war was? So. So sieht es ein bisschen besser aus. Also. Hast du noch Ideen, Wünsche, was könnte der Grund sein, warum es später gekommen ist? Der Pilot hat Durchfall gehabt. Die Frage ist, warum? Warum? Er hat mexikanisch gegessen. Texas, ja voll. Texas, ja genau. Wenn man kann, ja oder nein. Hat Ich sag Leben. Was? Was? Aha. Ich glaube, er hat Lebensmittel. Der Pilot hat Lebensmittelvergiftung gehabt. Weil er was gegessen hat. Weil im Bordrestaurant hat er irgendwie Sushi bekommen, hat sich das reingefuttert und irgendwie ist das vergiftet worden und ja, dann zack, bumm. Nein. Hm. Ich habe tatsächlich eine vernünftige Antwort. Ui. Könnte es ab den Keim da die Ballone von China etwas zu haben, dass sie gar nicht haben dürfen abheben. Wieso? Ja, die Chinesen haben doch so Ballone mit Kameras über Amerika. Haben reingepusht. Was? Nein, nein, Hat nichts mit dem zu tun. nein. Hat es etwas mit der Flugroute zu tun, zwischen Texas und Atlanta? Denke nicht. Hat es etwas mit dem Flughafen an sich zu tun? Denke auch nicht. Also in dem Fall mit den Passagieren. Das heisst, Irgendjemand hat irgendetwas im Flüger reinnehmen, wo er nicht hat dürfen. ich weiß nicht, was du meinst.
Nein, Baseballschläger oder sowas. Von Texas? Ja. Nein, kann ich Schnelle nicht. Frage. Schnelle Ja. Frage. Kann der Satz auch in einem Film vorkommen? Meine Frage? Ja. Na, keine Ahnung. Ist. Weil ich bekomme die ganze Zeit auf TikTok, auf meiner For You-Page, habe immer so einen Ausschnitt von einem Film, dass ein Flugzeug 5 Jahre lang irgendwie einfach verschwunden ist. Wo aber am einen Tag hat es abheben und keine Ahnung. Weiss nicht. Weil ich gedacht, vielleicht ist das aber einfach ein Fun-Frage aus einem Film. Nein, das ist keine Fangfrage, nein, es sind wirklich ernsthafte Fragen. Ah, okay, also es ist wirklich in echt passiert. Ja. Ist nur, Okay. ist nur das Flugzeug 2 Stunden verspätet gewesen und alle anderen nicht? Tendiere auf Ja. Was könnte das sein? Vielleicht haben sie vergessen, das Flug einzutanken. Nein. Ja, das steht so 8 Stunden dort und die sind einfach so, das sind einfach so Idioten gewesen, die einfach vergessen haben, das Flugzeug zu tanken. Das Gate hat nicht funktioniert. Der Finger, Gate. ja, der Fingerdock ist nicht vom Flugzeug weggekommen. Fingerdock. Ja, das Teil, wo so an der... Ah. Das Wo die Flug, Passagiere reinkommen. oder ja, was sonst? die Flugzeugrampe, die Passagierrampe. Aha, nein. Ein Koffer hat gefällt. Wieder Koffer. Vom Pilot. Das Vom wär's. Passagier. Nein, nein. Vom Präsident von Texas. Hat etwas am Flugzeug selber nicht funktioniert? Mm, nein. Hat eine Person gefehlt im Flugzeug? Wie? Keine Ahnung, irgend so ein Passagier hat der Fluggesellschaft angerufen und hat gesagt, wir stehen im Stau. Michael Washington. Präsident von Texas. Er verarscht uns. Ist noch Ja, der? wieso? Ich habe das Gefühl, das ist wirklich so, dass Joe Biden zum Beispiel irgendwo hinfliegen. Vielleicht ist es einfach wirklich Irgendwo, speziell- irgendwo in Virginia, Texas oder Atlanta. Ja, nein, ja, vielleicht ist hat er dort unten etwas gemacht, hat sie wollen zurückfliegen. Nach Ja, Atlanta. Wieso dann nur ein Flüger? Ja, du denkst, der beiden braucht mehr einen Flüger. Ja, also, der USA-Präsident hat doch dort einen eigenen Flieger, der Ey, US-Force, oder wie heißt der? warte mal, ist das der Air Force One gsi? Und ist das gsi? Ich habe da etwas letztens gelesen, dass der Joe Biden vom Rednerpult gefallen ist, wegen Schwäche oder so. Ja, ohne Scheiß im Fall. Das, keine Ahnung, ob das... Wegen Altersschwäche, oder was? Ja, vielleicht ist es darum, haben sie müssen darum 2 Stunden später abfliegen, weil er noch irgendwie hat müssen, auf die Notfallstelle. Das ist richtig, aber das passt besser im Flug. Schade. Aber das wäre eine gute Überlegung gewesen, eigentlich. So. Ich könnte einen Tipp geben. Ja, einen Tipp würde geben, wie wir auch eine Antwort zu sagen. Aber ich sage lieber keinen Tipp. Das ist jetzt frech. Hat es etwas mit dem Passagier zu tun? Indirekt? Hat irgendein Passagier etwas mit reinnehmen, was er nicht hat dürfen? Was wäre das gewesen? Also, Ein Messer. Hätte ich eine Tasse meint, eine Porzeltasse, bin ich nicht. nein, aber bin ich mit dem auf dem richtigen Dampfer? Mit dem Flüger? Mit dem Dampfer? Nein. Nein, das mit dem Mitnehmen. Mit etwas, wo man nicht darf. Nein. Hat der Pilot etwas damit zu tun? Nein. Auch nicht. Auch nicht. Stewardess. Immer ein anderes sagen und ich sage ja. Aha. Stimmt, ja. Das ist eintönig. Eintönig. Ist es ein Passagierflugzeug? Nein, die gewesen? ist sie. Ist es ein Passagierflugzeug? gewesen? Ja. Bist du Hätte sicher? sogar 22 Jahre gehabt. 92.
Ja, aber das ist schon relevant. Ja doch, das ist ein kleines Flugzeug. Ja. Von Texas. Ein Tier gefällt. Achso, dir? Von einem Passagier. Nein. Ui, aber er hat lang Nein gesagt. Das heisst, vielleicht bist du doch um den höheren Weg. Es ist so ein anderes Nein gewesen. Hat es etwas mit Krankheiten zu tun? Weißt du, dass man nicht etwas verschleppt? Hä? Nein. Ein Vogel ist in die Turbine reingeflogen. Nein, nicht nein. Ein Nest hat es dort gehabt. Das Brett war was wusch, das zusammen gehen. Es hat, Plötzlich ist der Turbo angegangen und das nervt. sie haben da Ameisenplage im Flüger rein. Nein. Ui, der hat Also aber hat Flank jetzt, gehabt. aber jetzt mal ganz kurz schnell. Hat es jetzt wirklich jetzt etwas mit dir zu tun? Was will dir? Also in dem Fall schon. Ich habe keine Ahnung. Es ist irgendein Tier ausgebrochen. Eine Schlange. Nein. Ich glaube, es ist nicht ausgebrochen. Ich glaube, es war wirklich einfach eine Schlange an Bord gewesen. Die Leute haben Schiss gehabt, haben sich nicht mehr ins Flugzeug getraut und wegen dem hat es Verspätungen. Oder so eine süße Vogelspinne oder sowas. So eine süße Vogel. Nein, also, so süß kannst Ja, du nicht wir müssen, Das ist mit das nicht. wir müssen die Angst von der Bevölkerung von so Sachen entnehmen. Das ist wichtig. Das ist pädagogisch sehr wertvoll, Joel. Bitte mache das nicht, danke. Ich will nichts mit diesen Viechern zu tun haben. Purzel, sind wir Weiter weg, ja. weiter weg. Sie haben einfach nicht können Kerosin zahlen. Sie haben zu wenig Geld gehabt. Die Airline hat kein Geld mehr gehabt. Es war pleite gewesen. Nein. Auch Ich nicht. glaube einfach, es ist kein Pilot für genau diesen Flug eingestellt gewesen. Sondern? Ja, eben, darum haben sie nicht können abheben, weil Ah. es keinen Pilot gehabt Ich habe Pilot gehabt, oder? Du hast nicht Pilot gehabt. Schade, Extra. Er ist Sport gekommen. Wieso? weil er Er muss verpennt. Döner essen. Nein, was tun wir jetzt? Genau. Stopp! Er musste ins Kino gehen. Nein, das ist schlecht gewesen. Genau, mit dem Chris. Alles klar. Hat es etwas mit dem Pilot zu tun? Oder verarschst du uns? Nicht, oder? Nein. Also es hat nichts mit dem Flugzeug zu tun, es hat nichts mit den Passagieren zu tun, es hat nichts Nein, mit dem mit dem Pilot. Flugzeug zu tun. Jemand kann mit dem Flugzeug zu tun. Und ich kann Flugzeug nicht abfliegen. Hat es mit der Strecke zu tun? Also mit der Strecke, was, ja? Mit Das ist kaputt der gewesen. Startbahn? Keine Ahnung, Erdbeben. Ah ja. Tornado? Vielleicht ist ein Tornado über die Strecke. Der Flüger liegt da. Aber Tschüss, dann- Flüger. Dann wäre es nicht nur das. Weißt du, es wären sonst ja andere Flugzeuge auch. Ja doch, es ist wie so eine UFO. Und dann... Aber es hat ja mehrere, also es ist nur ein Flugzeug gewesen, das zu spät war, oder? Wegen dem. Ja, weiß ich nicht. Denk Baustelle auf dem Rollfeld. Sie haben nicht können rollen. so. Wieso? Weiß gemacht? Bauarbeiter? Strecke gemalt. Die Strecke neu gemalt. Nein, aufgerissen und neu betoniert. Aha, das ist über den Flüger, der später eine Strecke, wie du meinst. Ja, genau. Ah, wer bestand? Strecke, wie er bestand. Das macht ja keinen Sinn. Das macht doch keinen Sinn. Ach, man will aber Ja, ja also, antworten. weißt du, Moment jetzt mal, es ist ein Flugzeug ausgefallen. Wie schaffst du denn, zu betonieren und neu zu malen und komplett eine neue Strecke machen in 2 Stunden? Soll ich Ich das habe Antwort nur am sagen? Leistmechaniker. Ja, gib die Antwort sonst. Wäre Ich kann nicht dir klar. einen Tipp geben, dir. Es hat wirklich etwas mit dir zu tun. Ja, ich sage dir die Antwort. Wenn das geht, ist viel zu lang. Okay. Vermutlich, um meine Strecke zu finden, hat sich ein Schwarm von Bienen an das Flugzeug angeklebt. Und das bedeutet, dass die Passagiere nicht einsteigen können. Und wenn das Flugzeug dann müssen die Viecher wegbringen, die doch jetzt ein paar Probleme geben, weil ein Imker hat man keinen kann am Flughafen. Schädlingsbekämpfungsmittel haben wir nicht oft benutzt, dann ist der Flüger kaputt. Mit so Pestizid und so. Und dann haben wir warten, bis die irgendwann weggeflogen sind, die Bienen.
Als ob. Oh Mann, so gut. Aber es passt wieder so zu der amerikanischen Geschichte. Das war meine Frage. Ich bin gerade ein bisschen erstaunt über den Kommentar. Ist das eine Black Story? Also ich sehe... Kann schon sein. Könnt ihr sehen? Also ich Hallo sehe... Liza. Ihr seht etwas, oder? Ja. Ich habe den Stream auch offen. Nicht, ich habe es jetzt so offen, ich habe gedacht, hä? Ist jetzt alles schwarz oder was? Nein, es ist eine Geschichte. Black Stories. Ah, Aha. Oh mein Gott. sorry! Eigentlich schon eine Art Backstory, also halt in Real Life. Wir müssen jetzt, glaube ich, erklären, wie es eigentlich ins Spiel geht, oder? Irgendwie. Nein, es ist wie genial daneben. Man hat skurrile Fragen und muss sie beantworten. Eigentlich hätte ich das am Anfang erklären sollen, oder? Eine wie Backstory. Ich habe gedacht, wir sind mittlerweile schon so bekannt, dass wir es gar nicht mehr brauchen. Ja. Noch nicht ganz. Voll Hey, eingebildet. übrigens noch, Leute, ganz kurz, etwas müssen wir noch erwähnen. Rilo hat seine 150 Abos. Einmal Yay. Applaus bitte an den Rilo. Danke! Danke vielmals. Bitte abonnieren alle bei ihm. Alle drei so Arschlöcher sind da. Mit dem mickrigen Applaus, den wir geleistet haben. Super. Ey, ich habe einen richtigen Applaus. Er hat nie verdient. Hey, jetzt sind wir Wunder, ich habe sehr technische Fragen heute. Oh nein. Zuerst mal, wie noch kommst du Fuge, die du hast? Ja, voll. Was ist ein Zentrofix? Oh, Was? wie geil ist das? Jo, mein Gott, das habe ich habe das noch nie in meinem Leben gehört. Ich mach's Ja, so. Warte ganz kurz. Ich mache es so, wenn ihr es nach 10 Minuten nicht herausgefunden habt, zeige ich euch, wie es aussieht. Und dann müsst ihr aber trotzdem herausfinden, wie man das anwendet. Mhm. Ist das okay? Dass es ein bisschen interessanter wird und vielleicht ein bisschen einfacher. Also Purzel, du darfst loslegen. Zum Salz, nein, zum Zucker gewinnen. Du mir Zucker noch rübernehmen, du irgendwas machen, irgendeinen Saft. Und irgendwann hast du halt den Saft und den Zucker ist als Thema. Und nachher brauchst du eine Maschine, so eine Zentrifuge, um das Teil schleudern. Um eine Zentrifuge zu platzieren, brauchst du die Zentrofix, um die Zentrifuge schön mit dir fixieren. Also eine Schraube, um das Teil zu fixieren. Also der letzte Satz kann ich irgendwie noch halb in die richtige Richtung zählen lassen, aber das hat überhaupt nichts mit Essen zu tun. Und ja. Was war nochmal die letzte Satz? Kannst du den nochmal wiederholen? Also Nein. ich jetzt? Oder der Purzel? Nein, es ist die. Ja genau, es ist dazu da, dass etwas in der Mitte kann sein, genau. Das ist der Zentrofix, Links? ist das Teil in der Wasserwaage rein. Der Punkt immer hin und her geht. Bist du so ein Arsch, das wollte ich auch wollen sagen. Warte, jetzt stopp mal. Wehe, das stimmt jetzt. Ich kann genau das gleiche wollen sagen, dass es das trotzdem Nein, das stimmt nicht. Das hat nichts mit dem... Keine Ey, Ahnung. Purzel, Ah, ja. jetzt bremst. Zentrofix. Warte mal, das ist das vielleicht auch ein Maßband? Mensch. Zentrofix, heißt das nicht Zentrum? So, einfach, dass es wirklich auf der Mitte steht. Dann muss es doch Ich irgendwie bin so... in Südtirol. Also Mitte und Maß, die zwei Wörter kann ich auch so weit zählen lassen, in die richtige Richtung. Das ist keine Verarschung, ja. Metermaß. Nein, ist keine Verarschung, ausnahmsweise. Die Frage noch Ich sage, es ist ein einmal. Metermaß. Metermaß. Ein Metermaß? Ja, nein, nicht Metermaß, ein Meter stark. Das ist der Sorry. Punkt. Ist das ein Punkt im Körper, dass damit man nicht im Umkreis. Es hat etwas mit Technik zu tun, das habe ich am Anfang schon ein bisschen angetönt. Der Mensch ist ein Roboter. Ich bin ein Roboter. Also ein Roboter kann laufen, aber der Teil rein, das nicht umkreis. Nein. Ja, kein blasser Schimmer. Zentrofix. Also was genau hat es mit Technik zu tun? In welche Richtung? Etwas zum Fixen. Ja, Also was immer fixieren. Fix, Mann. Ich würde mal sagen, es hat weitgehend mit Bohren zu tun. Vielleicht noch mit Fräsen.
Ja, anders vergangen, auf dem Fall nicht. Was? Ihr werdet auf eine These gegangen, auf dem Fall ist die nicht. Ist der Zentrumfix die Linie, die man zuerst zeichnet, zum Wissen, wo man muss durchfräsen? Nein. Schade. Frage, nicht bohren. Aber wo bohrt man rein? Wirklich, Zentrumfix, der Punkt zum Bohren, wenn du da einen Balken hast, ist nicht der Punkt, wo die Mitte ist, und wenn du das Stück kannst du da reinstecken, dann ist das Teil genau gerade und wächst umeinander. Mal, ist es nicht, aber ich will mal aus. Also die Frage ist, wie findest du überhaupt Mitte raus? Mit einem Maßstab. Wenn man Quadrat und B-Quadrat rechnet, nachher davon die Wurzel zieht. Aber das hat ja mit Technik zu tun. Das heisst, es muss ja irgendwie mit einem Gerät. Binden. In einem Viereckchen. Also ich sage euch nochmal etwas, es ist ein Werkzeug in dem Sinn. Zentrumfix ist ein Werkzeug. Mhm. Am Schluss ist einfach die Wasserwaage selber. Wer weiß? So heisst am Anfang davon gehabt, am Schluss heisst einfach das, ja, aber nein, in dem Fall nicht. Bohrer, und nicht halt vorne, und nicht halt vorne drückt, sondern da hier dran. Also der Bohrmaschine. Nein, aber es hat etwas mit Drüllen zu tun. Das hat mit Drollen zu tun. Ah, warte mal! Nein. Doch, warte jetzt, von einem Zirkel, das Ding, das dort steht, der mittlere Stab, wo noch... Ah ja. Es ist immer schon im Zentrum. Es ist ein Gerät, hast du gesagt. Du, der Zentrumfix. So sieht das Teil aus. Ist das? Tut man Ich mit habe dem das Ding noch fräsen? nie in meinem Leben gesehen. Nein. Nein. Tut man den mit ausrechnen? Inwiefern? Das ist Nach eine der Frage. Allgemeinbildung vom Flügel. Jetzt sind wir alle gespannt. Ich auch. Kannst du da weiterrechnen? Also, ganz ehrlich, sorry, ich bin raus. Also, ich habe das Ding noch nie in meinem Leben gesehen. Ja, Ich habe von mir. allgemein keine Sache, keine Ahnung, Ich was ein Teil. Macht doch keinen Sinn. Das Teil macht keinen Sinn. Nein, meine Hand macht keinen Sinn. Er will sagen, das ist ein Teil, da kannst du über die Strecke drüber fahren lassen, nachher so ausrechnen, wie lange das Teil zum Bohren. Also was? Nochmal. Ein Teil, da kannst du über die Strecke laufen lassen, über das Holz, wo du Bohren oder Dicke vom Holz, nachher hat das Ding, du hast 30 Sekunden lang zum Bohren. Also, darf ich mal eine Frage stellen? Nehmen wir jetzt mal an, du hast irgendein Teil, wo du musst ein Loch bohren. Mhm. Wie findest du genau raus, wo musst du das Loch bohren? Warte mal, ist das Ding Also- dafür da, damit kannst du ausrechnen, wie viel Breite zum Beispiel der Bohrdings muss haben? Es gibt ja vom Bohren gibt's ja die verschiedenen Breiten von der Schau, die Schau, damit die zwei, was sind das dort? Mit diesen zwei Kreisen, weißt du, dass die kannst du auseinanderschieben, um zu sehen, wie viel Breite das es braucht. Wirklich, da ganz umgekehrt. Da musst du das anheben, oder da musst du anheben, zum ausmessen, wie viel Rand das brauchst, dass beim Bohren, dass das nachher nicht gerade aneinander kracht, dass das nicht nachher kaputt geht, wenn du nachher reinbohrst. Also nehmen wir mal an, ein Loch, das du bohren willst, ist nicht in der Mitte. Das spielt eigentlich auch gar keine Rolle, aber es ist irgendwie angegeben, so und so viel Millimeter von der Seite, von der einen Seite weg und so viel Millimeter von der anderen Seite weg. Wie machst du das genau? Spannend. Hä? In einem Zentrifix. Soll ich es auflösen? Ja, ich glaube nicht.
Ja. Also ganz ehrlich, ich bin raus. Ich habe wirklich absolut keine Ahnung. Flippi, hast Ich du noch auch eine nicht. Idee? Auch nicht? Okay. Nein. Also, da zwischen diesen zwei Teilen, da hat es eine schwarze Linie, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Da hat es eine Feder zwischen diesen zwei Teilen. Das heisst, du kannst die seitlich voneinander ein bisschen hin und her drücken. Jetzt, Lol. jetzt ist das da unten, also das, was unten dran ist 1 Zentimeter dick, also 10 mm. Und der andere Teil oben, den spannst du ein wie ein Bohrer. Und dann schwingt das ja hin und her, unten. Weil es ja nur mit der Feder quasi dran ist. Und dann, damit du beim Teil weißt, wo der Nullpunkt ist, fährst du mit dem unteren Teil als Teil an. Und dann irgendwann sind die genau übereinander rein. Also die Teile sind dann genau, also oben und unten ist quasi, sind die Teile genau aufeinander oben. Und wenn du ganz genau dran kommst, dann verschiebt sich der untere Teil ganz leicht. Seht ihr das? Lol. Ja. Und dann kann man den Radius vom unteren Teil, also die 10 mm, 5 mm nehmen und dann hast du genau den Nullpunkt vom Teil. Okay. Damit du auf der Hundertstel genau weißt, wo du musst bohren Okay. nachher. Das machst du auf Ich wäre niemals so froh, wirklich Auch niemals. nicht. Aber wir sind nicht dran, muss man sagen. Total. Ich würde sagen, am Purzel geben wir 10 Punkte. Oha. Die Aussage, oder was? Ehrlich. Hallo? Ich gebe nur 10 Punkte, dass hier die Tasse nicht gewinnen können. Genau. Die müssen nicht verkaufen. Das gibt Sinn. Safe. Purzel. Deine Ja. nächste Frage. Achtung, was kommt jetzt? Muss aber bei dir lesen, mir sind. Der Stieg und Stern ist egal. Du Stieg noch, warte, jetzt ist sie weg, meine Frage. Alles weg. No, das ist aber die Frage Nummer 4 eine bei mir, aber ist egal. Woher kommt Redensart alles in Butter? Keine Ahnung. Falsch. Wo? Alles in Also ich weiß, was sie bedeutet, aber von wo? Weißt du den Ursprung von dieser Aussage? Irgendjemand hat Butter hergestellt und hat gefragt, ob alles drinnen ist. Weißt du, was drin ist? Nur. Keine Ahnung. Milch. Was kommt da überhaupt? Gut, das ist jetzt mal eine gute Frage. Wie stellt man Butter her, wenn wir schon bei diesem Thema sind? Rahm. Milch kommt rein, Rahm. Rahm. Nur Rahm. Ist nur Rahmen überschlagen. Ja. So fühle ich mich eigentlich gerade so dumm, wenn ihr alle wisst, wie man Butter herstellt und ich nicht. Bitte. Philipp, die Antwort wäre richtig, aber erst für die nächste Frage. Hm. Die Rede und alles im Mhm. Gute. Yes, Ist der Tat in einer Küche gefallen? Können wir das schon mal wissen? Ja. Ja, sicher schon, aber. Hat es etwas mit Braten zu tun? Mit Braten. Ja, man kann ja entweder mit Öl braten oder man kann ja mit Butter, also weißt du, einfettet Pfanne. Mhm. Hat es etwas mit dem zu tun? Nein. Nicht mit dem, okay. Hat es mit der Herstellung aber von Butter zu tun? Nein. Hat es überhaupt etwas mit Butter zu tun? Ja. Nein. Ah. Das wäre jetzt geil gewesen. Keine Ahnung. Sie hat Butter geschmolzen und alles hat mehr Platz gehabt. War alles nicht das kann. War nicht das kann? Ich weiss nicht, im Geschirr rein. Weil so ein Block verbraucht mehr Platz. Also stehen du noch schauen. Wenn Ja, also stehen die, wenn man Butter flüssig macht, kann man es noch besser verstauen. genau. Nein. Schade. Stapeln. Aber es ist lang gegangen. Aber es hat wirklich. Aber es hat etwas mit Butter zu tun. Ja. Hat es etwas damit zu tun, auch dass die Butter schmilzt? Jein. Von welchem Jahrhundert kommt das? Schätzt ich? 100 Jahre. Mittelalter. Genau. Okay. Ja, selber was ist, aber kann schon. Doch, ist Mittelalter, wirklich.
Okay. Interessant. Ja. Ich bin froh, dass ich nicht geschätzt habe. Was ist... Also alle das liebe Punkt verdient. Das frage ich, woher stammt jeder Wind? Das ist klar, das ist richtig. Soll ich ihm einen Punkt geben? Aber es ist nicht da, wo ich wissen will. Aber für alle Ja, aber Antwort, warte mal. Woher stammt die Redewendung? Er seid aus dem Mittelalter, also stimmt's ja. ja, nicht ja, eben, da habe ich gewusst, aber es ist nicht da, wo ich wissen will. Heißt einfach alles quasi fest und nicht flüssig. Alles fest, nicht flüssig. Ah, Heißt alles? ja, nicht von. Ja, du hast ja geschrieben, alles in Butter, alles quasi fest, weil ja Milch ja nicht fest ist. Nein. Hä? Hat es etwas mit der Haltbarkeit zu tun? Butter. Ist Butter nicht länger haltbar als Milch? Keine Ahnung. Kannst Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil aber hat eine Milch drin, weißt du, Milch wieder. Aber es ist ja trotzdem fett. Es ist ja fett. Ja. sicher länger haltbar, nicht damit zu tun mit Haltbarkeit. Irgendwann was anderes. Denk mal, nicht das Essen. Nicht als Nicht Essen? das Essen, okay. Ist Butter anders gemeint? Nein? Also Butter ist an Butter gemeint, aber nicht zum Essen. Doch. Ist der Butter Essen Oh mein Gott, warte. Ach, Die haben Schwerter und alles mögliche in Butter rein da. Wieso? Weil... damit es geschmiedet läuft. Damit es nicht rostet. Der würde wieder kalt sein, aber nein. Damit es nicht rostet. Nein. Das ist eine Frechheit. Du bist mal ein guter Arzt, finde ich, wirklich. Ist mal was anderes. Ich bin auf einen guten Ansatz. okay, warte schon. Genau, Sie das haben sicher Typen viele nicht Sachen stecken. geliefert. Warum? Lieferet, was? Lieferet? So zerbrechliche Sachen. Was? Denen? Und wenn man Butter schmelzt, die Sachen rein tun und wieder hart werden, geht ich kaputt. Richtig. Das ist... Echt? Ja. So gut. Also... Ich kann die Antwort sagen, wie gesagt, von dem was nicht das ist wie Forschungsheit, kann das der erste Punkt sein. Weil der Punkt selber ist, dieser Zeit ist ein Opfer, dass die Dässer von Italien nach Deutschland transportiert worden sind. Im Transport sind die Dässer vorher so halt vor der Idee immer kaputt gegangen. Weil man keine Schutzkassen, die Dinger schützen, so Polster und so Zeug. Dann ist aber die Idee gekommen, dass die Dässer ihre Füße Butter rein tun, Butter nachher fest werden da, damit sind Dässer geschützt sind im Transport. Wieso? Wie kommst du auf so Fragen, Purzel? Ich frage Einfach, wo findest du die... Das ist genauso zum Beispiel wie bei YouTuber, wenn sie es wieder machen, wo sie dann so random Memes einfach einfügen, die aber auch perfekt passen. Von wo findet man das Zeug? Das ist genau wie... Ich weiß, wo ich es finde. Sagen, von guten Fragen kommt nicht. Oh ja. Alles klar. So, Aber hey, man wird schlauer nach dem Spiel. Was ist ein Pantograph? Eisenbahntechnik. Also Was? ein Pantograph. Aber es gibt zwei Antworten. Es gibt auch noch eine, die nicht Eisenbahntechnik ist, aber ich könnte es davon ableiten. das ist krass. Es ist sicher so einer, der die Eisenbahnen föteln. Du meinst ein Trainspotter. Ja, Trainspotter. genau, nein. Nein. Oder Videos halt. Die Unternehmen nennt man wieder Pantograph. Ich habe gerade das Wort im Kopf gehabt, aber das würde mich striken. Ich glaube, ich weiß, was es ist, aber das ist auch nur eine Vermutung. Wenn so zwei Gleise aufeinander kommen und auf ein Gleis gehen, gibt es doch das Ding dazwischen. Das wird die Weiche. auf. Nennt man das Weiche? Ja. Ja. Ah, okay. Sorry. Ich kann mit dem Spiel nicht mitmachen, sorry, aber Alter, ich fühle mich einfach immer mit dem und die müssen alles und... Oh nein, Ich has nicht so blamier schlecht mich so. Was hättest du denn ganz genau gemeint? Also Weichen, Wasser von der Weiche?
Das innen, weißt du, innen dem verschiebt kannst du doch so ein, Das ist Schiene. schiebt sich doch so ein Dings. Also nein, es ist nicht das, aber vielleicht hätte ich einen Input dazu, wo ich helfen könnte. Also bezüglich Winkel und so, ist gar nicht mal so schlecht. Ist der Hebel? Früher Nein, hat es es ist- doch damals noch die es ist- Hebel gegeben, weißt du, wo die Weichen. Es hat nichts mit den Weichen zu tun. Aber Winkel und so ist gar nicht mal so schlecht. Man braucht den Pantograph, um zu messen, messen, wie lang für die Waggonlänge kann die Weiche maximale Kurve stellen, wie krass der Winter kann machen, also dass der Zug nicht entgleist. Wieso wird man das? Der kann man machen durch einen Pantograph, der misst das. Nein, aber es driftet ein bisschen zu fest in die andere Dings ab. Es gibt ja, wie gesagt, einen zweiten Begriff. Also es gibt nochmal den Begriff Pantograph für etwas anderes. Ich habe mal ich weiss, dass ich Ein in der Humor. Schule gelernt habe, Thema Eisenbahnschiene, dass wenn die Gleise zu heiß werden, die Schienen sich schmelzen besser und dann sich halt irgendwie komisch verschieben. Und dafür die Steine dafür zuständig Also- sind, dass es halt nicht dort hin und her schiebt. Hat es da nicht etwas zu tun? Ich muss sowieso sagen, es hat nicht viel mit der Schiene zu tun. Das ist jetzt eine Frechheit. Okay. Ein Pantograph, wo kann Bahn kontrollieren und kann ausrechnen, wie du das Ticket, wie du deine Strafe, den Ticket nicht zahlst. Nein, Hat es etwas mit Hacken zu tun? nein. Hat es etwas mit der Eisenbahn selber zu tun? Also mit einem Zug selber? Ja. Ja. Mhm. Ist ein Pantograph die Wege zusammen Kuppeln. tun? Ja. Nein. Pantograph? Aus was besteht Das ein kann Zug? schon sagen, etwas. Eisen. So ein bestimmter Zug. Ganz Und einfach. so. Diese. Auf Kunststoff. Also nicht welches Material, sondern einfach so also so. Loki. Genau, Ja. genau. Bleibt Ja. auf dem, bleibt auf der Loki. Ist ein Pantograph ein, der früher noch die ganze Zeit Kohle in Dings geschoben hat? Nein, das ist ein Heizer. Ja. Das Teil vorne, in der Bangkok gehst, vorne ist noch so eine Kurve, da wo ein Playboy hinfährt, das Teil in den Pantograph. Du meinst Puffer vorne dran? Das ist ein Puffer. Ja. Ah, Aber ich gebe euch einen Mega-Tipp jetzt. Es hat nichts mit Dampfloki zu tun. Aber es hat etwas mit Loki zu tun. Mhm. Ist das das Ding oben, wo am Mast, also am Strommast ist? Am Strommast. Ja, nein, nicht Strommast. Sondern oben ist doch das Stromkabel und das. Ich will einfach aufhören reden. Ja, Red ja. weiter, red weiter. Schule ist gut auf dem Weg. Das Ding da, das. Der Ableiter meinst Ja. Ich glaube, er meint auch die Verbindung du? Ja. vom Strom Ja. zum Zug. Das Strom Ja, genau Genau das. das. Genau das. Das stimmt. Was? Das Was? stimmt. Gut, ich bin mir doch nicht so dumm. Ich bin plötzlich Albert Einstein geworden. Ich habe mich gerade aufgearbeitet von Joel auf Einstein rauf. Ja, es ist tatsächlich das Teil. Es ist wegen der Winkel, das wir gemeint haben, was ich so hoch Mhm. ich habe nicht Der gewusst. Tram. Also, das war stimmt. Hat es auch, ja. Aber ja, ist logisch, es ist Loki. Ja, krass, krass. Ich will jetzt vorher meine Frage machen, kurz über ein Switchen von Keyword zum Minigame. Du hast ein Minigame. Alright. Ja? Zum Oh Auflockern. nein, einfach kein Ekelshot, danke. Aber ich kann dir so nichts zeigen, Purzel. Du musst nichts zeigen. Okay, hast du nur Fragen? Ja. Okay. Finde ich gut. Quiz, Wenn ich das da hinten will zeigen. wo der Joel und der Wilder kennen, weil er kommt dann wieder später ein Video mit den Eigenshots zusammen. Es ist einmal wieder, wie eine Minigame und jetzt ein Teamspiel. Ein Intimspiel? Was? Ein Teamspiel. Ah, okay, Entschuldigung. Es geht darum, ich gebe euch 3 Aussagen
Und die Aussage ist nur eine richtig. Die anderen Anfragen sind erfunden. Oder sind falsch. Ich habe gerade ein bisschen Angst wegen der YouTube-Community-Richtlinie. Ich glaube, Rilo ist mit dem Team Und stecken. ja, ich kann mal dazu 1, 2, 3, 4, 8 Aussagen theoretisch. Und dann kann der miteinander diskutieren, wenn die Aussage richtig ist, wenn die Aussage falsch ist. Das ist korrekt. Es geht darum nichts, es geht um nichts. Aber wir sagen, wie viel arbeiten ja? Es geht um nichts. Das kann ich mal schätzen. Wie viele Aussagen haben wir richtig von 8? Was? Bei denen, wie viele Antworten haben wir richtig? Schaffen heute. Von 8 Aussagen, die ich richtig habe. Easy. Ah Ich ja. bin vorher gerade aufs Level von Einstein gekommen. Wir schaffen alle 8. Ich sage, Ja, ich sage 5. ich sage auch 5. Ich gehe mit dem Rilo mit. Ich sage 6. Ui. Okay. Und im Morgen auf schnell was anders hätte ich das gerade getäuscht. Beim Wild Quiz, und dann wird man sehen, geht es darum, welche Antwort ist richtig. Mir geht es darum, mit dem Quiz machen, geht es darum, welche Antwort ist falsch. Ja. Ich würde 3 Aussagen, 2 davon sind richtig und 1 davon ist erfunden. Ja, let's go! Ihr könnt die erfundene Aussage Rausfinden. herausfinden. Die erste Aussage ist, eine Stadt in Kroatien ist die kleinste Stadt von Europa mit gerade mal 30 Einwohnern. Oh nein, was ist das gewesen? Die zweite Aussage ist, Schweden mit ca. 220.000 Inseln ist das Land mit den meisten Inseln, weil die alle zu Schweden als alten Land gehören auf der Welt. Was, Schweden? Ja. Und die dritte Aussage ist, ein Fußballgoal ist 2,29 Meter 29 lang und 3,54 Meter hoch. Was? Das ist falsch. Also, warte mal. Rilo, Es ist sicher, also das Fußballgoal ist sicher länger wie hoch. 6 Meter. Breit. Also 6 Lang Meter 6 lang Meter. und 3,55 Meter hoch. Ich glaube, lang ist 6 oder 7 Meter. Oh, ich weiß es nicht. Aber es ist etwa größer als 3 Meter. Länge 8,29 Meter und Breite 8, also Höhe ist 3,55 Meter. Wir wollen es bis auf den Millimeter genau wissen, Purzel. Ist schon genau da. Rilo, ganz kurz, du hast doch ein super duper Hirn. Wo wir doch damals das Ekelschatz-Ding aufgenommen haben. Das kleinste Einwohner-Dings war doch Vatikanstadt gewesen. Rom ist eine Stadt. Ah, Rom. Was? Rom. Nein, wegen denen 30 Einwohner. Du hast doch gesagt, der kleinste. Es Ja. gibt doch sicher Städte, die haben noch weniger Einwohner als 30. Ja, aber das sind doch keine Städte. Städte zählen doch ab 10.000 Einwohner. In der Schweiz muss sicher, ja. Nein, auch überall. Eine Stadt ist offiziell eine Stadt ab 10.000 Einwohner. Ja, verarscht uns der Purzel. Ich glaube es auch. Also wenn ihr da, die Antwort ist falsch. Die drin. Aber stopp mal, warte mal. Also, ich weiß, dass eine Stadt wirklich ab 10.000 Einwohner eine Stadt ist. Aber ich habe hier einen Ort neben mir, der heisst Laufen. Und der hat 8.000 Einwohner ungefähr. Wird aber trotzdem als Stadt anerkannt. Eben. Also als Städtle-Stadt, so. Ja, Also, aber das ist eine Stadt. man sagt Stadt Laufen, aber es ist nicht richtig Stadt. Es ist halt. Ja, es ist Ich Kroatien. sag dir, Also, aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass es eine richtig ausgelutschte Stadt gibt in China oder so, wo einfach in alle Kroatien. weg sind. Oder in Kroatien, wo einfach alle weggegangen sind, es einfach schon noch 30 Einwohner hat. Weißt du, der Aussage von Schweden, in der Stadt ist die falsch. Oder wenn man es so sehen, es ist ja momentan Krieg in Ukraine, dass vielleicht das ist irgendein Ort gibt. Kroatien. Ist nur noch Kroatien. Ach so, es ist wirklich in Kroatien. Ja, habe ich gesagt. Ach so, das habe ich. Ups, Die Antwort ist falsch. Die Stadt in Kroatien hat 30 Einwohner, Schweden mit 220.000 Inseln, die zum Land gehört, oder das Fußballgoal mit 8,29 Meter
breit und 3,55 Meter hoch. Also ich kann sagen, in Geografie bin ich eigentlich nicht schlecht. Darum kann ich jetzt schon mal sagen, Schweden ist niemals die meisten Inseln auf der Welt. Also das kann ich schon mal sagen. Und du sagst Schon falsch. hat nicht schon allein Hawaii und die ganzen Seychellen und so schon mehr Inseln. Am meisten hast du gesagt, Purzel. Ja. Das kann Schweden hat doch nicht die kann meisten. Inseln sein, die 3 Meter lang sind und breit sind. Und zu Schweden gehört. Also ich persönlich sage, das mit der Stadt klingt für mich, dass das am sinnvollsten ist. Also die Aussage ist falsch von der Stadt. Also die stimmt, meinst du? Die stimmt. Ich glaube, die stimmt. Das ist das, was ich denke. Okay, wer ist im Tisch noch? Also wer ist Was falsch? sagt ihr? Aber sage dir noch, Nochmal eine Information. Immer du Antwort aussuchen, die falsch ist. 22.000. Falls sagen, die ich gesagt habe, stimmt. Und eine davon ist falsch. also wir können sicher schon mal einig sein, dass das Goal grösser ist als 2,39 Meter. Ja, aber dann ist ja das. Die falsche Antwort. Das ist sicher falsch. Das ist sicher falsch. Ja, wir brauchen ja nur was, was falsch ist. Die Ja, Woche dann ist noch das falsch. Dann ist das falsch, da bin ich mir zu 100% sicher. Wenn das Goal schauen. Auf das. Gehen wir Aber auf das. Moment mal, es ist aber schon ein Fußballgoal, oder? Es ist schon ein Ja. Fußballgoal gemeint. Ja, dann ist das falsch. Mit Wieso den überlege ich denn so weit? Das ist falsch. 8,29 lang und 3,55 Meter breit ist hoch ist falsch. Ich sag das. Weil Was? allein, ich sage mal Thibaut Courtois. Thibaut Hey. Courtois ist einer der grössten Goalie, den ich kenne. Der ist 2,1 Meter. Warte Und mal. der ist fast. Was sagst du? Wie hoch? 3,55 Meter? Ja, Ja, nein, das Das ist ist, ja, falsch. das ist ja doppelt Das ist so hoch falsch. als ein Mensch. Da genau. kommt ja ein Goalie gar nicht durch. Eben, Thibaut Courtois ist 2,1 Meter und kommt fast mit dem Kopfstand laden. Das kann gar nicht stimmen, Purzel. Was Das ist laberst du? falsch. Das Das ist falsch. ist die falsche Antwort. Hey Gott, Gabi, warum überlege ich so weit, Mann? Warum bin ich so dumm? Ich stelle mich in jedem Video so dumm dar, obwohl es Im Schulniveau Einstein, aber Schulniveau sinkt auf Einstein die Grundschule. Ja, aber das mit dem Dorf, das check ich nicht. Also das ist wirklich wahr. Purzel. Also, weil du noch nicht da, gell? Ah, das mit dem Goal, safe. Kann ich mal sagen, die meisten Inseln, die zum Land gehören, sind zu Schweden. Das sage ich richtig. Und Hum ist die kleinste Stadt von Europa mit 30 Einwohnern, ist auch richtig. Damit ist Fußball falsch. Okay. Aber als ob Schweden die meisten Inseln hat. Ja, Kann man ja nicht vorstellen irgendwie. ja. So, nächste Aussage. Die erste Aussage ist, Squid Game ist die Serie, die am längsten auf Platz 1 der globalen Charts seit der Veröffentlichung von Netflix weltweit ist. Oh, das könnte sogar wirklich sein. Irgendetwas habe ich nämlich auch darüber gelesen. Aber Rilo weiss, wie meine Einschätzungen sind, darum. Sag 2. Der Nil fließt durch 11 Länder und ist damit der Fluss, der durch die meisten Länder von der Welt quert. Der Wellenfluss, wie heißt Der Nil. Der Nil. Ist der nicht einfach nur in Ägypten? Der Nil fließt durch 11 Länder. Also das ist, warte mal, Ägypten, Sudan. Ah nein, warte mal, stimmt, das ist ja der, wo gefühlt ganz Afrika. Irgendwie sagt mir das Bauchgefühl, es könnte sogar noch sein, dass es mehr Länder sind, aber ich bin nicht ganz sicher. Nummer 3. Thriller war der größte Hit von Michael Jackson. Das Thriller ist von Michael Jackson, ja, das stimmt. Der größte Hit. Ah, der größte Hit. Was definierst du als Kein- Hit? Am Verkaufen? meisten abgeht. Der meiste verkaufte Plattformen. Aha. Das könnte aber sein. Also Squid Game habe ich mal gelesen, dass es irgendeinen Rekord gebrochen hat. Was genau für einen Rekord, keine Ahnung, aber es hat irgendeinen Rekord. Es ist leider schon ein bisschen zu lang her, aber es hat, glaube ich, irgendeinen Rekord.
Also, es, Hat irgendjemand von euch sonst Squid Game auch gesehen? Mhm. ja, Ich- ja. Was denkt ihr? Ich glaube, dass. Ich weiß, dass es einen Rekord hat. Was für eine? Keine Ahnung. Dann wäre das richtig, meinst Ich glaube. du? Dann wäre nur der Nils, der drin wäre, oder Thriller. Ich Der hätte Nils, gesagt, Thriller der ist versorgt sich falsch. auf. Kriegt man Thriller ist falsch? Wenn er das Also, einloggen? der Nils ist ja für halb Afrika zuständig, wenn nicht sogar 3/4. Mhm. Das ist ja der grösste Fluss dort. Was sagt ihr? Also mir ist. Ich vertraue euch. Der Nils, wollen wir was sagen mit Thriller, wo er denkt, dass das echt loggen? Wenn wir auf Thriller gehen. Was denkt ihr? Also, ich kann mir Also einfach Flippy hat gesagt Thriller. Dass das nicht stimmt. So viel, wie ich das vorher verstanden habe. Ich könnte mir schon vorstellen, Denken wir nachher. Wie viel kommt man auf Thriller im Radio? Ja, es kommt drauf an, halt. Ja, aber es kommt drauf an. Aber welcher Michael Jackson Hit kommt denn heute sonst noch oft? Billie Jeans. Gut, stimmt. Also, wir im Geschäft hören Vintage Radio. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so eine. Yes. keine Werbung halt für andere eher Kanäle, älter- bitte. Kein Spaß. Und dort kommt. Ah, ja, auf jeden Fall. Und da kommt halt auch oft Michael Jackson. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was für es ist, weil ich mir halt nie drauf geachtet habe. Ich habe schon ein paar Mal Michael Jackson gehört. Also ich denke, der Thriller ist falsch, das ist Creepy meins. Ich bin immer noch ein bisschen hin und her gerissen bezüglich dem Neil, aber Neil. ich würde sonst das mitgehen mit dem Michael Jackson. Wenn das Heavy loggen, loggen wir das Heavy ein. Also, wir gehen Michael Jackson, wir loggen das Ich nicht mal ein, erst- oder? Und dann Nummer 1 mit dem Squid Game, längste Platz 1 ist richtige Antwort. Oh, ich hab's gewusst. Ich hab's. Die ist wirklich, das ist wirklich wahre Antwort. Ebenfalls wahr ist, dass der Neil durch ihre Länder fließt, damit ist Thriller die falsche Antwort, die Super. richtig. Oh mein Gott, Flippy, du bist der Held vom heutigen Tag. Ah, bitte. So, das ist die Aussage. Ich weiß nicht, wie die Frau jetzt ausspricht, aber So. Jenna Clement ist mit 122 Jahren und 165 Tagen die älteste Person, die es auf der Welt gibt. Was, 122? Ja. Nicht älter. Na, Das ist wobei, geil, warte mal. oder? Nein, ich glaub nicht. Momentan? Momentan. Nein, Oder glaub, gesamthaft? gesamthaft. Nein, safe. Nein, das ist älter gewesen. Ich glaube, das ist 125 gewesen oder so. Oder noch mehr. Außer Nummer 2, der Kanton Zürich hat genau 16 Viertig und hat damit die meisten Viertig in der ganzen Schweiz. Ist das jetzt Solothurn, wo die meisten Viertigen hat? Das kann nicht sein. Kanton Weil ich Schweiz glaub, hat so- auch mehr. Sie hat sogar Oder aus- Peterlistag und alles mögliche, mein Gott, ey. Okay, Und die nächste Aussage, es gibt genau 2 Länder mit einer quadratischen Flagge auf der Welt, nämlich die Schweiz und der Vatikanstadt. Also ich glaube, das mit Zürich. Ich glaube, das mit Zürich stimmt nicht. Weil allein Solothurn hat jetzt schon wieder eine Viertig, die ich nicht einmal kenne. Warte mal, ganz Grönland. kurz. Weiss einer die Flagge von Vatikan? Da müsste das richtig sein. Ja, das ist ich glaube, was hat Vatikan? Vatikan ist doch weiß. Weiß-rot, habe ich gemeint. Oder nicht? Ist natürlich nicht weiß-rot und oben drin ist noch irgendetwas. Hm. Oder nein? Weiß-blau? Nein, weiß-gelb. Ah, ich weiß es nicht mehr. So 2 Hauptfarben und glaube oben im Kreuz ist etwas. Oben im Kreuz, oben im Eckli ist etwas. Ist das wirklich quadratisch? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es leider wirklich nicht sagen. Das ist falsch. Was denken die? Also ich glaube, also wenn ich persönlich denken muss, denke ich, dass das mit dem Kanton Zürich falsch ist mit den Viertigen. Was ist der Hätte erste ich auch gewesen? gesagt.
Was ist das erste gesehen? die Jenna Kliman 122 Jahre und 165 Tage alt ist. Und die älteste jemals lebende Person war. Nein, das ist safe älter gewesen. Ja, aber die ist falsch. 122, ich meine, es gibt ja heutzutage noch Menschen, die über 100 werden. Und dann würde ich den ältesten rauspicken. Es sind safe alle 3 falsch. Nein, es ist noch eine falsch. Ah, shit, mein Bein. Ui, ja. Ich habe mal ausgehört, dass ich mit Zürich sage falsch. Ausgehört, dass ich Sag auch Zürich. nicht so alt kann sein. Aber was ist jetzt genau die richtige Antwort? Was ist genau die falsche Antwort? Was denkt ihr, welche ist falsch? Ich sage Kanton Zürich, Viertige falsch. Warte mal, welche Viertig sollte Zürich haben, die ein anderer Kanton nicht hat? Dicke Leute, Knabenschiessen. Ist nicht so alt. Du hast geredet von... 40. Zahlte 40, ja. Also das ist nur in der Stadt, du redest vom Kanton. Kanton. Also ganz Kanton hat. Freiheit. Zum Nein! Beispiel Auffahrt oder Allerheilige. Das heißt, ganz egal, Allerheilige 40, Kanton Thurgau, Allerheilige keine 40. Also Zürich hat den Allerheiligen auch nicht, dafür den 1. Mai, aber das haben die meisten. Nein. Ja, Tag der Arbeit, Ja. das ist eben auch Erst ungefähr. bei Mai haben viele, ja. Das haben wir hier in Baselbiet auch. Also ich denke, Zürich ist falsch, das ist nicht richtig. Also ich sage Zürich ist falsch. Aber Sag warte ich mal. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass mit dem Alter falsch ist. Weil, wie gesagt, heute werden viele Leute, also viele Leute ist jetzt auch übertrieben, aber es werden ein paar Leute über 100. Und dann halt nur 122, wirklich die älteste Person. Was hast du weiter dazu? Ich bin am studieren, welche Viertig das Kanton Zürich hat, wo die anderen nicht Ah haben. gut, jetzt habe ich 40 ist im Kopf durch. Du meinst, aber Zürich ist falsch, oder wie? Also Ungefähr. Joel, Auffahrt kennen wir auch, oder? Und Karfreitag. Auffahrt haben wir auch Karfreitag auffahrt. 1. das haben wir August, das... 1. August, das hat die Nein, ganze das Schweiz. ist Dann kommt eben noch der 1. Mai, den wir da hinten haben. Dann. Was haben wir Also, noch? müsste ich sagen, das ist falsch, wenn ich Alt rausgehört. Weihnachtstag, das haben die auch. Das ist Dann noch vier. Silvester. Und 6 Leute und Knabenschiessen ist in der Stadt... Das ist nur Zürich. Ja, aber das Genau, ist Schießen und nur die 6 Leute Stadt. ist nur Zürich. Das ist nur die Nein, Stadt. das kann sein. Aber zum Beispiel in Bern gibt es ja zum Beispiel noch den Zwiebelmerit. Ja. Das ist zahlt bei euch. Das gibt es nur in Bern, das gibt nur im Kanton Bern. Okay. Ich weiß aber, nein, Moment, stopp, ich weiß nicht, ob das nur Kanton Bern ist oder nur Bern selber, das kann auch sein. Also, Weil ich glaube, meine Brüder wohnen ja im Kanton Bern. Und die haben, glaube ich, Schule gehabt an Zwiebelmerit. Glaube ich eben. jetzt habe ich eine Frage und jetzt läuft er davon. Er macht das Licht an. Ui, es macht Schein in seinem Zimmer. Schein. Ich würde gerne jetzt eine Antwort haben. Ich habe eine Frage, Purzel. Zählen Viertige oder bezahlte Viertige? Ich glaube, es sind bezahlte. Dann bin ich für das mit Zürich. Wo Ja, falsch ist. ich auch. Zürich. Raus. Okay. Also wir können mal schauen. Ganz simpel. Aussage Nummer 1. Mit den, also kann ich sicher sagen, die anderen mit den zwei Flaggen, die quadratisch sind, es gibt nur 3 Flaggen, die quadratisch sind, in der Schweiz und der Vatikanstadt. Die Aussage ist richtig. Gut. Kannst du mal die Hauptfarbe vom Dings sagen? Vom Vatikanstadt, die 2 Farben. Vom Logo Ja. ist doch ist weiß und gelb. Stimmt. Ah, weiß und Gel ist sehr. Okay, gut. Ich kann mal etwas sagen. Es gibt einen Kanton, der hat 16 Viertig. Sicher Bern oder Solothurn. Du hast gesagt am meisten. Ja. Also Zürich ist es nicht. Am Ich meisten. sag Bern oder Solothurn ist Luzern. Kannst du mal sagen, Schweiz, ich sage Schweiz. Kanton Zürich hat Stadt Zürich
mehr Viertel als der Kanton Zürich. Ja, das ist... Stadt Zürich hat 12, Stadt Zürich hat 10 und die meiste Viertel hat der Kanton Graubünden mit 16 Vierteln. Was, Graubünden? Am wenigsten hat Absel Ausserrhoden mit 8 Viertel. So der Kanton war Und nicht Graubünden wenig ist dafür. nur Das war ich mal 22 die geworden. Abteilung. Unglaublich! So, machen wir schon schneller. Komm, Graubünden? kurz. Schneller. Next. So, zu Aussagen, nämlich, das sagt alles, DJ Bobo feiert dieses Jahr das 30-jährige Bühnenjubiläum. Das stimmt. Ja. Dieses Jahr feiert man 30 Jahre Mauerfall in Deutschland. Das stimmt nicht. Nein, Dieses ich glaube Jahr auch nicht. feiert man 30 Jahre Disneyland Paris. Das kann Disneyland ist 30 Jahre, Disneyland ist 30 Jahre, das weiß ich. Das ist ein Urfall. Murfall ist 1989. Ja, Das sind in dem Urfall Fall ist falsch. 34 Ja. Jahre. 34. Murfall. Murfall ist falsch. Richtig. Genau. So, das erste iPhone ist im Jahr 2007 rausgekommen. Können Sie. Der Rekord vom längsten Papierflugzeug, das jemals geflogen ist, beträgt 29,2 Sekunden. Das ist dann eigentlich auch realistisch. In Litauen hat man mit 34 gesetzlichen Urlaubstagen und 20 Viertel die meisten Urlaubstage von ganz Europa. Ah, jetzt kommen wir wieder zu dem mit den Viertigen. Oh nein, und dann noch in Litauen. Man ist schon in der Schweiz schwer, wie möchten wir denn das von Litauen? Komm, wir machen das nochmal mit der 40. Es hat schon mal funktioniert. Glaubst du, er Sicher, nimmt das was noch? funktioniert. Glaubst du, er nimmt das noch? Meinst du richtig? Glaubst du, ist der Bootel so einer, dass er nochmal 40 nimmt? Nein, vorher hat es ja gestummt. Jetzt stimmt es eben nicht, weißt Ja, ja. Also, kannst du mal sagen, das iPhone ist 2007 rausgekommen? Ja, das du? stimmt. Stimmt. Mhm. Die meisten Urlaub und Viertel hat man nicht in Litauen, das war Quatsch. gewesen. Ja! Lol. Next. Alter. In Niederlanden hat man mit 29,2 Wochenarbeitsstunden die geringste Arbeitsstunde auf der Welt. Wo? In Holland. Doch, ich glaube, das stimmt. Ich habe letztens etwas gelesen, dass dort nur noch 4 Tage Dings eingeleitet worden sind. Weißt du was? In- Ich gehe nach Holland. Tschüss. In Belgien, Schottland, Wales, Finnland und Spanien hat man 4 Tage Woche eingeführt. Nein, ich glaube, ist das nicht in Holland gewesen mit der 4-Tage-Woche? Oder aus Ich glaub, das Nummer ist 3, die Schweiz hat rund 1510. Was haben die? Die Schweiz hat rund 1510. Sehen. oder was? Doch, das stimmt. Doch, 1500 Sehen, das weiß ich. Das weiß ich. Das stimmt. Würde ich jetzt auch sagen. Aber. Was ist die zweite Nummer gewesen? Belgien, Schottland, Wales, Finnland, Spanien haben 4 Tage Woche eingeführt. Es sind das noch nicht ist zu viele falsch. Länder. Das sind Das zu- ist falsch. Das ist auch falsch. Holland hat die 4-Tage-Woche. Oder ist du sagst Ja, alles das falsch. ist- Finnland hat Oh, mit ist das Schweden gewesen? Oh. 2 Wochenstunden die geringste Arbeitsstunde auf der Welt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist Holland. Also ich glaube, falsch ist das mit den Ländern da. Dass die 4 Tage Dings haben. Sag dir, Philippisch, weiter. Ich meine, die müssen schon allein überlegen. Italien und glaub auch Spanien haben schon allein über einen Monat Sommerferien. Kannst du mir da nicht erzählen, dass die noch weniger schaffen oder in die Schule gehen oder was auch immer? Also, ich habe mal gehört, in Frankreich sagen sie irgendwie auf bei etwa 35. Und das ist schon relativ wenig, oder? Also von dem Ja. her 29 ist schon extrem wenig. Wer? Ich kann mir das nicht Komm, ich vorstellen, zögle dass so einfach viele alle Länder- da hin. Ich habe nicht das Gefühl, Komm, dass ich so zögle- viele Länder nur 4 Tage Woche haben. Das ist schon Komm, ich wenig. zögle einfach alle da hin und dann haben wir mehr Zeit für YouTube. Oder Twitch oder was auch immer. Ich wette mit dir, es hat ein Land zu viel, das er aufgezählt hat und darum ist es falsch. Das kann sein. Sag dir, So du ist der sagst Kurs. 2 falsch. Ich glaube. Philippi, stimmt dazu?
Ich stimme zu. Nennen wir mal einloggen. Ups. Was? Wenn wir einloggen mit Belgien, Schottland, Wales, Finnland und Spanien in 4 Wochen eingeführt, was falsch ist. Ja, Kann ich schon mal sagen, Aussage Nummer 3 mit Schiedsrichter und 1010, die ist richtig. ja, Ja. stimmt. Mach's nicht so Ich kann ja aussagen, Belgien, Schottland, Wales, Finnland und Spanien in 4 Wochen eingeführt, nur die Länder. Wenn ich die Aussage A ist falsch, mit Niederlande. In der Arbeitsstunde. Nein! Wer hat so etwas gesehen? Habe ich nicht gesagt. Aber gell, Holland hat das eingeführt mit dem 4 Tage-Dings. Englisches Land hat das eingeführt, aber ich weiß nicht. Nicht Sieg für die eingeführt sind. So, der ist alles die 2. Ja. In Papua-Neuguinea spricht man mit 839 Sprachen und Dialekt, die meisten Sprachen und Dialekt auf der Welt. Wo? Papua-Neuguinea. Aha, In Papua-Neuguinea, sorry. Papua-Neuguinea, Afrika. Okay. Also, Mülekbahn ist mit 323 Meter die kürzeste Standseilbahn von der Schweiz. Oder die längste Rodelbahn von der Schweiz ist 2,5 Kilometer lang und hat 40 Kurven. Das stimmt. Das ist im Graubünden. Ja. Da bin ich Ja, ja drauf. okay. Dann liegt das Mülekbändli oder Papua-Neuguinea als falsch. Aber warte jetzt mal, Papua-Neuguinea, redet man da nicht hauptsächlich einfach Französisch? Und Englisch? Ja, ich meine, das kannst du jetzt bei Indien auch sagen und dort hast du ja tausende von Sprachen. Ja, gut, aber Indien hat auch 1 Milliarde Einwohner, Papua-Neuguinea nicht. Also ich bin jetzt gerade bei dem... Ursel, kannst du schon sagen, wie viele Einwohner hat Papua-Neuguinea? Liegt im Pazifischen Ozean. Hm. Ja. Also nicht Liegt Fischland. über, Hä? Halt. liegt über Australien. Oh mein Gott, bin ich dumm? Ja, klar, Papua-Neuguinea ist eine Inselgruppe über Australien. Ja, ich habe gar nichts gesagt. Ich Ah. habe absolut. Die Es ist in 9,2 Millionen Einwohner. Polynesien. Ja, es ist in Polynesien. Ja. Ich habe nichts 9,2 gesagt. Millionen Ich Einwohner. bin so. Ich habe es mit Gockel War verwechselt, mit der 9,5 Elfenbeinküste. Millionen Einwohner und wie viele Sprachen? 839. Sprache und Dialekt. Boah. Was? Also Polynesisch, du redest da dann sicher Polynesisch, Französisch, Englisch. Gut, doch, das könnte schon sein. Mit dem ganzen Englisch, was die da haben. Ich meine, in Australien redest du ein anderes Englisch. Das ist eine großbritannische Gruppe, oder glaube Französisch, ich weiß es nicht mehr. Aber Oder das- Teil. Aber das mit dem Bändli verstehe ich jetzt nicht ganz. 300 Meter lang und soll das längste Bändli sein von Standseilbändli in der Schweiz? Nein, eh nicht. Was? Nein! 300 Meter, das ist zu wenig. Nein, da gibt es längere. Nein, es gibt kürzere, das ist doch die Frage. Ah, das ist die kürzeste. 300 Meter ist doch nicht das kürzeste. Glaube Das ich ist auch nicht nicht. so kurz. Was? Ich weiß Ist nicht. mit 323 Meter das kürzeste Standbein der Schweiz. Nein, Meine das glaube ich nicht. Nein, da gibt's kürzere. Also, Da gibt es so ein Bändchen, so, das irgendwie 150 Meter hoch ist. Also in Zürich ist das Polybändli, das ist glaube es ist sicher keine 300 Meter lang. Purzel, gib's mal ein, einfach nur bei dir. Das Polybändli in Zürich ist sicher nie Schau jetzt in den 300 Lach. Meter. Schau, als Simon schon gelacht hat. Das Es ist gibt sicher falsch. etwas Kürzeres. Ich will sagen, das ist falsch. Das ist falsch. Also, ich kann auch mit. Das ist falsch. 300 Meter, das ist... Es gibt doch kürzere. Es gibt selbst so irgendwas, weißt du, das ist doch wieder typisch Schweiz. Die haben sicher wieder so ein Bünzli-Ding, so ein kleines Dörfli irgendwo im Graubünden, wo so ein Bändchen 75 Meter hoch geht zu einem Dörfli. Ja. Schon allein einfach nur, Also, dass die es sagen,
Rodelbahn ist mit 3 Kilometer die längste Rodelbahn der Schweiz. Das Ja, stimmt. das wissen wir, das wissen wir. Das ist es so. Aber Oh, weißt du, auch ich ja, wir sagen erstmal, meine Eckbeine sind ja falsch. Also das Bergbändli ist falsch, das mit den 300 Metern da. ist das das Nein. St. Gallen? Stimmt, das ist das. Ja, ja. Das ist Ja. das Seekürzere. Dann nicht immer da einloggen, sagen die ja. Ja. Yes. Also, ich muss sagen, eine Rodelbahn ist mit 3 Kilometer Ja, und stimmt. alles Kurven, das in Graubünden, das ist wichtig. Ja. In Papua-Neuguinea spricht man 839 Sprachen in Aussage gewesen. Es werden jedoch 840 Sprachen gewesen. Was? Wie spricht dort 839 Sprachen und 840 Sprachen? Scheiß. Ah, das ist nicht scheiße. Das längste, kürzeste Seilbahn von der Schweiz ist nicht das Polybahn mit 176 Metern, Es gibt noch kürzere, ja. sondern das Marzili-Bahn in Bern mit 105 Metern. Das ist doch, aber ey, Leute, jetzt mal wirklich, das ist doch wirklich einfach Schweiz. Die erfinden einfach so ein kleines Bändchen, einfach nur, dass es da ist. Damit sie können sagen, hey, wir haben einen Rekord. Ich will dir jetzt mal eins sagen, Purzl. Ich kenne in Leukerbad ein Hotel, das ein Standseilbändchen hat. Ein Hotel für den Eingang. Das ist sicher keine 100 Meter lang. Also wegen, das kürzeste von wegen 105, das glaube ich dir nicht. Boah, Robby, Ist 105, das ist wirklich nicht weit. Das ist wie ein Fußballfeld. Für ein Hotel ist ein Fußballfeld im Fall noch gross. Ja, gut. Nein, aber das SDF ist nicht so öffentlich, nicht so privat. Ja, das wahrscheinlich musst du nicht. schon sagen, Purzl. Ja, aber es ist ja nicht falsch, die Aussage. Du musst sagen. Richtig, stimmt. So, nächste Frage, letzte Aussage noch. Ja. Let's Die go! wärmste jedoch gemessene Temperatur war 56,7 Grad in Death Valley in den USA. Death Valley. Death Valley, ja. Sorry, wie heißt Ursprung? Ich bin schon da gewesen, darum weiss ich das. Die höchstgelegene Stadt der Welt ist La Paz auf 4122 Meter über Meer. Glaub nicht. Der größte Fisch, der jemals aus dem Bodensee gefischt worden ist 2,45 Meter lang. Was, ein Fisch? Fisch. 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 Das Es mit gibt dem... doch safe größere Fisch. Jetzt mal wirklich. Nein, stopp. Es gibt sicher keinen größeren Fisch als 2,5 Meter. Doch, doch. Im Der- Bodensee. Hey, warte, welcher Fisch denn? Im Bodensee. Irgend so ein Wels oder so, Ja, der Robby, Boden anschleicht. Robby, stopp. Ein Haifisch ist auch ein Fisch. Im Bodensee, ein Haifisch. Und sorry, Haifisch kommen auf über 6 Meter. Bodensee. Ah, Bodensee, ach so. Bodensee, Haifisch. Bodensee, Ja, meinst Haben wir du? noch nicht gewusst. Ein Haifisch hat sich irgendwie plötzlich im Bodensee verirrt. So eine weiße Hai schwimmt jetzt einfach da drin. Aber so einen Kann schon festen sein. Wels oder so? Ja, 2,45 Meter. Also, Ein Fisch im Bodensee, wo 2,45 Meter ist, das kannst du mir nicht erzählen. also das mit dem Dorf von 4000 Metern, das kann ich mir vorstellen. So, weißt du, Mongolei oder so bei dieser Hochebene. Aber ist es denn nicht noch höher? Weil ich ich sage mal, mal drauf. warte mal, wie heißt das denn? Wie heißt das bei Mount Everest? Dort in dieser Region. Ist doch Oh, safe. du bist nicht mal da, jeder Dorf von einer Stadt, nicht von einem Dorf. Ja, gleich. Ich meine, da fahren sie doch mit diesen Zügen und dann müssen sie zum Teil wegen Und Fum ist es, wegen den 30 Einwohner. Also ab 6000 brauchst du doch langsam mal eine Atemmaske. Darum denke ich, dort oben gibt es sicher nichts mehr. Also keine Stadt mehr. Also ich weiß, Das heisst, ich kann mir das vorstellen auf 4000 Meter. Ich glaube, da gebe ich Mirella recht. Ich glaube, ab 4000 geht es nicht mehr höher. Aber die fährt aus 1 Meter hoch, also die ich Stadt. glaube, es stimmt. Weil du fährst doch mit diesen Zügen
so durch die Mongolei durch, wo recht hoch ist. Und ich habe gemeint, ich habe das Dorf schon mal gehört, wo du gesagt hast. Okay, in dem Dorf. Ja, das La Paz oder Das so. kann etwas. passieren. Also gehen wir mal davon aus, dass es richtig ist. Was sind noch die anderen gewesen? Die jemals gemessene Temperatur war 56,7 Grad in Death Valley. Ich glaube, ich weiß, dass es irgendwo wirklich in Amerika war, aber ich glaube, es war wärmer gewesen, oder nicht? Ich meine 56 Grad. Wir haben in der Schweiz schon allein, sagen wir mal, etwa Höchsttemperaturen von 40 Grad ungefähr. Und in oder kannst du mir nicht sagen, dass in Mitte Afrika zum Beispiel nicht wärmer wird als 56 Grad, wenn wir in der Schweiz schon 40 Grad haben? Gut, ich meine, wir reden über Schattentemperaturen, oder? Nein, Ja. Was? Nein. also doch schon, halt gemessene Temperatur, ja. Schatten, ja. Also was jetzt? Ich merke meine Temperatur auf dem Handy, die ist nicht immer so aktiv. Ach, als Hub und den Kaffee kennen wir. Also ich glaube, beim letzten bin ich am unsichersten gewesen. Im Fisch? Ich glaube auch nicht. Wisst ihr, ein Fisch, sag mal ein Fisch, ein Barsch oder ein Elch Illoge. oder so. Das kannst du doch nicht sagen, dass die über 1,5 Meter lang werden. Wie Vielleicht der Illoge? größte Fisch noch irgendwie auf 1,70 oder so. Aber niemals 2,5 Meter Komm, wir nehmen fast. den Fisch. Ja, wir nehmen den Fisch. Nicht Temperatur. Nein, Fisch. Fisch. Welche Temperatur war richtig gewesen in Death Valley? Oder Valley. Wolle, Ja, kennst du nicht? Also man sagt halt, ein Dorf sind daneben gewesen, weil das Dorf ist nicht in Nepal, sondern ist in Bolivien. In Bolivien? Bolivien. Südamerika? Dorfstadt. Ah ja, Die voll. ursprüngliche Jetzt Stadt, so sagst. Tlapa. Aber sie ist nicht auf 4.500 Meter, sondern nur auf 3.869 Meter. Mit die Antwort die falsche Antwort war. Wegen Okay. 130 Meter. Nein, wegen knapp 300 Meter. Okay. Also der Fisch ist richtig gewesen. Ja. Was? Er verarscht uns. Also, Purzel. Gehen wir weiter. Ja. Kann ich dir sagen, der größte Fisch aus dem Bodensee Wow. So. ist 83 Kilo schwer gewesen. Eben 2,45 Meter groß gewesen. Du, wer hat's nicht? Was? Das nächste Quiz kann gerne weitermachen, wenn er möchte. Jetzt habe ich das ganze Quiz gemacht. Okay. Was ist das Konzil von Nicäa? Ui, das... Da kann ich Was? Lieder davon singen. Das ist geschichtlich basierend. Weißt du, Konzil? Ach du meine Güte, wie wird das denn geschrieben? Ich krieg schon allein Kopfweh, wenn ich das Ich lese. bin voll nicht Der ganz sicher, Konzil von ob ich Nicäa. Was war das Nicäa. Konzil Hängt mich von nicht auf, Nicäa? wenn ich es nicht ganz richtig geschrieben habe. Konzil von Nicäa. Es ist nicht einmal... Ja doch, man kann es so sagen. Also, Mindestens war es Schuppe. sogar in Rom, gewesen, aber ich bin nicht ganz sicher. Das war ein Schuppen, wo die adligen Leute gefahren haben, von Kaiser und dort drinnen gefesselt sind. Nein. So, Party machen, wenn irgendwer... Also es ist in Rom gewesen. Also ich habe es so in Erinnerung, Nizza. dass es in Rom war, aber ich... Ist vielleicht das in dem Dings gewesen? Wie heisst das Kolosseum? Dass vielleicht das da drinnen war? Also... Es geht darum, dass es... Oh, ich kann es ohne R am Schluss, aber es macht ja nicht viel. Es spielt eigentlich gar Also- keine Rolle wo. Es ist in Ah. Nikaia, aber es ist... Es geht darum, es ist eine Versammlung gewesen. Aber für was? Das Sammlung. Die muss Also ja vielleicht Dings. Ja, also wie zum Beispiel damals Trömer oder so. Dass die dann einfach in eine Versammlung haben mit dem Cäsar und dann... Okay, ich muss es noch eindeutiger machen. Das erste Konzil von Nicäa, Entschuldigung.
Die Römer sind zuerst mal durchmarschiert. Konzilszeit herausfinden, wie man sich nennt. Sie haben Asterix und Obelix getroffen und dann ist vorbei gewesen. Fertig. Zehn Väter, heute heißen wir Römer. Es bestimmt. Nein, es geht um eine ganz wichtige Entscheidung der Römer, aber es war nicht die Entscheidung, dass Dings? sie Römer Cäsar wird König. Cäsar ist zum König gekürt worden. Ich kann euch vielleicht noch einen Tipp geben, einberufen hat es der Konstantin. Im Jahr König Konstantin. 100. Wer ist Konstantin? Das könnte einfach auch ein Einwohner von der Das ist Schweiz König sein. sein. Das ist der Der König Konstantin hat beschlossen, dass die Schweizer Garde ab heute am Papst dienen. Hat es dann schon einen Papst gegeben? Im Jahr 325? Das hat Jesus gegeben, oder? Damals hat es einfach Könige gegeben. Könige, Herrscher. Ich sag wirklich, warte mal. Ist dann einfach allgemein der erste König gekürt worden? Also das Römische Reich hat es schon vor Jesus gegeben, sonst wäre Jesus gar nicht gekreuzigt worden, oder? Ja. Gut, das macht Sinn. Also von den Römern, ja. Also es tut mir leid, wenn es um Geschichte geht, ich bin absolut scheiße in Geschichte. Ich bin eigentlich in jedem Fach scheiße, außer wenn es um Geografie geht. Da bin ich so halbwegs. Also sonst könnt ihr mich rauchen, egal um was es geht. Aber heute einen Assistent eingehen für den König. Dass der ihm weggeht, aber du bist mein Stellvertreter. Nein. Konzil. Den Gib uns mal irgendeinen Tipp. Gib uns mal Ich soll irgendeinen euch einen Tipp. Tipp geben. Also, wenn ja die Römer Jesus ja gekreuzigt haben, was haben denn die Römer geglaubt gehabt, weil ja die Römer irgendwann ja christlich geworden sind? Das war jetzt ein extremer Tipp gewesen. Die haben schon an einen Gott geglaubt. Das aber- Gemeinschaft gemacht. Erschaffen. An dem Tag, ja genau. Warte mal, wie heißt schon wieder die Katze? Es gibt doch irgend so eine berühmte Ich meine, die Katze Katze. mal winkt. Tick, tack, tick, tack. Nein, nicht die. Ägyptisch oder was? Sphinx oder was meinst Oh, wie heißt nein, warte mal. du? Sphinx? Der Dingsbums da. Ah, Dingsbums, ja genau, Dingsbums, ja genau. Warte jetzt. Ach Mann, jetzt haben die Könige vergessen. Konstantin. Nein, nicht kannst du die andere Vogel da. Caesar. Ja, Cäsar. Der hat doch irgendeine Katze gehabt. Die Bastet, Wie hat die Katze geheißen? Bastet, Noch Ist eine Katze. Fette. das ist ein Gott, das ist ein Katzengott. Nicht der da. Du Winker. Nein, Bastet ist so eine ägyptische Dingsbums. Das ist ja wieder ein anderer Name gewesen. Ich weiß es nicht. Aber das hat nichts damit zu tun mit dem Konzil von Nice, oder? Nein, mit der Katze ist es nicht so. Aber sie sind vor dieser Katze auf einem recht guten Weg gewesen. Der Religion von Philippi vorne. Ja, kannst du es nochmal erklären? Sie haben an diesem Tag eine neue Glaubensgemeinschaft erschaffen. Also wir glauben jetzt an Jesus. Über was? Jesus ist der Heilige gewesen. Über was? Sind Römer Also nicht wer- Katholiker heutzutage? Mhm. Sind doch alle katholisch. Also ich sage, es geht in die katholische Richtung, aber Römisch-katholisch. ja, römisch-katholisch. Ich glaube, du scouten auf dem Flippy. Oha. Ja, es geht darum, dass ja verschiedene Leute von Jesus und von dieser ganzen Geschichte gehört haben. Und überall hat man die Geschichte halt weiterverzählt, aber man hat es von verschiedenen Ansichten gehabt. Also es hat sehr viele Evangelien gehabt, von Leuten, von Jesus erzählt haben.
Und die Römer haben das dann dort einheitlich gemacht und sie haben quasi alle versucht einzuladen, die von Jesus erzählt haben, um das einheitlich zusammenzubringen und quasi als ihre Religion quasi umzusetzen. Hm. Und das hat der Konstantin im Jahr 325 einberufen. Damit Heißt jetzt, aber das mit dem römisch-katholisch stimmt in dem Fall. Also das ist in dem Fall ihre. ja, katholisch ist es ja gewesen, bis die Reformation kam. Irgendwie, wann ist Ach es? so, okay. 15, 16 hat es ja, keine Ahnung. Und ja, es ist ja so gewesen, dass nicht alle auf Rom es geschafft haben und gewisse Evangelien hat man nachher nicht. Ja, die Bibel hat ja nur 4 Evangelien, das heisst, man hat dort drinnen alles abgestimmt. Es hat ja auch Okay. Bücher darüber gegeben, die gar nie in die Bibel gekommen sind. Und das ist ja so ein bisschen umstritten. Okay. Rausgekommen? Sie Ja, ja. Sie sind vorher Ich glaub heidisch schon. gewesen. Heidisch. Übrigens. Das, Heidisch. Der Heidi. Ich bin an Heidi geglaubt. Heidi. nein, das mit den, wie heisst das, mit den Urgöttern, da, mit den Ja, Planeten, Apollon. Also mit Zeus und so. Zeus, Ja, genau. ja. Also das ist griechisch Zeus. Aber Das ist Ja, griechisch, von ja. mir aus. Hauptsache Aber bringt direkt zum Beispiel, Eben. sie haben das immer so, Geschichte. sie haben das immer so zusammengenommen. Zum Beispiel Poseidon, Wassergott, also Gott vom Meer, ist nachher der Merkur geworden, der blaue Planet. Sie haben das immer so versucht zusammenzunehmen von verschiedenen Glaubenssätzen. Rauskommen? Jo. Jo, dann Purzel. Meine Frage Nummer 2 eigentlich jetzt, ne? Genau. Ja, also ich lustig mit dem weiter. Meine Frage heißt, wieso wurde die Tiroler Polizei im Jahr 2020 von einem LKW-Fahrer auf die A2 kontaktiert? Nein. Ganz einfach. Das Bier ist in der Abweg gefallen. Auf der Autobahn, ganz klar. Ja. Bier? Wirklich? Wie das gemacht? Hat da keine Kamera draufgekauft? Hat er ein Bier los, oder was? Keine Ahnung, im Rückspiegel hat er gesehen, das Bier ist hinten weg. Ja, dann denke ich, fahr weiter und die Polizei hat recht drauf rumgehen. Er hat dann halt die Polizei angerufen, weil er muss ja der Polizei anrufen, wenn irgendetwas von der Fracht weg ist. Ich habe eine Frage, Purzel. Kannst du uns sagen, wann das etwa war im Jahr 2020? Ende Jahr? Kann das sein? Wieso? Was willst du rausgehen? Weil Ende Jahr, also Tiroler Polizei, gehe ich jetzt mal davon aus, dass es allenfalls auch über eine Grenze war. Also das heisst, dass der Lastwagen über eine Grenze gefahren ist. Und ich Für weiss, Italien meinst hä? du? Für Italien meinst Zum Beispiel. Oder nach Slowenien. du? Ja. Nachher später. Aber der Punkt ist, dass Ende 2020 hat Österreich ein Reglement gehabt, dass wegen Corona, dass du nur hast dürfen durchs Land durchfahren und nicht quasi bei der Ausfahrt raus wegen der Ansteckungsgefahr. Also die LKWs mussten durchs Land durchfahren und haben die Autobahn nicht dürfen verlassen. Ohne Bewilligung. Nicht so. Hat nichts mit dem zu tun, okay. Das war glaube ich November, Dezember 2020 so gewesen. Aber das wäre ein guter Punkt gewesen. Aber jetzt ganz kurz, stimmt das mit dem Bier? Also stimmt das wirklich, was ich gesagt habe? Nein. Also fliegt schon, aber nicht das, was ich will. Ist eine Fracht, also ist hinten Dings aufgegangen und Nein, dann weil es kann sein, dass wir wenn wir Bier, dass in der Auslauf mit dem Polizei mal das kann stimmen, aber Ah. es stimmt nicht, dass das Bier ausgelaufen ist. Oder irgendetwas Ja, aber- anderes. Nein, ist die Fracht aus dem Anhänger rausgekommen. nein. Vielleicht war er zu langsam gewesen. Viel? Weil Tirol, das ist doch gebirgig, oder? Und der Kann sein, ja. Lastwagen ist mit 15 km pro Stunde auf der A1 am Fahren gewesen und ist kaum hochgekommen. Und er hat es unbedingt Das ist schaffen. A2. Und darum hat er- A2. Ja.
Darum hat die Polizei ihm angerufen, was das soll. Nein. Vielleicht hat er einfach 2 Raser gesehen. Kann doch sein, ja. Hey, warte mal, es steht ja gar nicht, dass der LKW-Fahrer mit dem LKW gefahren ist. Es kann ja sein, dass er mit einem Traktor unterwegs ist. So plötzlich ein Traktor auf der Autobahn, Ja. so geil. Aber sorry, Nein, dann nein. hat doch safe jemand anders die Kennt ihr- Polizei angeleitet. Kennt Warum ihr setzt das er sich Kellerphone? selber an? Ja. Ihr kennt es auch, Joel. Das Ich Kellerphone. kenn's nicht, nein. Yes, kenn ich. Wo er angerufen hat, das ist auf der A1 zwischen Zürich und Bern mit dem Ah, ja, ja. Sie sind alle am Hupen. Ja, ich schwöre, das ist auch geil, ja. Ich soll nicht blöd tun, man kann alle zusammen können ja links überholen. Ah, super. Ja. Nein, nicht mit dem Traktor langfahren. Eigentlich spielt es Ist keine Rolle. der Eigentlich spielt es auch keine LKW-Fahrer mit Rolle. einem LKW unterwegs? Das spielt eigentlich keine Rolle, mit wann er gefahren ist. Aber er ist mit dem LKW gefahren. Ist es wegen ihm selber gewesen oder wegen anderen Menschen? Hm. Nicht wegen ihm, sag ich jetzt mal. Was? Nicht wegen ihm. Also er ist wegen anderen... Safe wegen dir auf der Straße. Ich verstehe einfach nicht, wie kontaktiert die Polizei überhaupt einen LKW-Fahrer? Ich sage jetzt mal einen Tipp. Der LKW-Fahrer hat die Polizei angerufen. Ah, die Polizei hat am LKW-Fahrer... Nein, und er hat die Polizei angerufen. Ah, der LKW-Fahrer hat die Ja. Polizei angerufen. Safe ist er auf der Raststätte gewesen, weil er von einem Bär angegriffen worden ist. Nein, nein. Er war auf der Raststätte und einer hat den LKW gestohlen. Und er hat Ja. nicht mehr können weg dort. Nein, nein. Also, Aber hure er geil. Er hat eine Er könnte Raststätte ich, gesehen. aber. So siehst du die Purzel, die hinter einer Ecke lauert. Warten bis der LKW-Fahrer aussteigt. Die Purzel klaut sich der LKW und fährt einfach davon. Dort bist du voll gefangen, wo willst du jetzt hin? Ja, das stimmt schon. Aber ist er eine Raststätte gewesen? Also hat er an der Ja, weiß ich Raststätte... nicht. Ist es im Winter gewesen? Ist irrelevant. Ah, okay, ich dachte irgendwie Schnee oder so. Ist es wegen einem Regen gewesen? Also hat er etwas mit dem Wetter zu tun? Nein. Gar nicht mit dem Wetter, Nein. okay. Hat es etwas mit Corona zu tun? Nein. Hat es etwas wegen dieser Brille zu tun? Nein. Hat es etwas mit Mautstellen zu tun? Nein. Er ist Gibt's in nicht. die Berlin gefahren. Hat es etwas mit der Grenze zu tun? Nein. Hat es etwas mit Tunnel zu tun? Zu hoch gewesen? Zurück. Nein. Also wenn man einen Tunnel falsch misst, dann Ich war ja anders, aber ganz anders. Er hat kein Benzin mehr gehabt. Hat er Nein. eine Panne gehabt? Ich sage euch einen Tipp, es hat nichts mit dem LKW-Fahrer selber zu tun. Es hat etwas mit den anderen Fahrern zu tun. Hat es mit dir zu tun? Ja, hast du gesagt. Der andere Fahrer sage ich mal ja. Ich sage indirekt ja. Und dir? Nein. Hm. Wer oder was könnte der andere Fahrer auch sie sein? So als Tipp? Auch ein LKW-Fahrer. Nein. Ein Ein Velofahrer. Busfahrer? Ein was? Ein Velofahrer? Velofahrer? Mit 2 Rädchen ist das, Velo. Weil du machst Autobahn. Eben, darum hat er ja angerufen.
Ein Velofahrer ist vor ihm eingelenkt. Ich war einfach nur ein Nacktwanderer. Gewesen. Ich meine, das geht ja da. Komm mal, da. Was Was? jetzt? Wiederfahrer. Da sage ich halt noch ein Einradfahrer. Also, ich lasse Geld irgendwie für die Der darf ihn nicht Wiederfahrer. fahren. Ich sag's, ich darf ihn nicht fahren. Ich lasse Geld von meinen Wiederfahrer. Ein Fahrradkurier vom Lebensmittellieferantenservice hat sich stark befahren, weil er hat Navi auf dem Ding gehabt und wo er plötzlich in der A2 reingeführt hat, da ist er auf den Navi nachgefahren und der ist auf der Autobahn einfahrt, dass er die Autobahn nicht reinfährt. Stimmt, da bin ich in Kroatien gewesen und habe bei eat.ch bestellt. Ja. Du bist der Grund, warum der Velofahrer plötzlich auf der Autobahn war. Ganz Genau. klar. Und eigentlich ist der Purzel der Velofahrer gewesen. Ja. Safe. Das war meine Frage. gewesen. Ich habe noch eine. Ja. Einfache. Ich glaube, der Ja, einfach. Einfache. Achtung. Was bedeutet auf dem Haushaltsgerät zwei Vierecke ineinander drin? Es sieht so aus. Das Symbol. Ich muss jetzt aufpassen, nicht dass ich von der Definition her. Warum sehe ich das noch nicht jetzt? Am Strom einstecken. Ist das Was? nicht einfach ein Ding? Lichtschalter? Nein, Also, Dinge Doppelsicherung. nein. Das findest du einfach. Ich verzweifle jetzt schon wieder. Das haben wir sicher auch schon gesehen. Das heisst, es braucht drinnen, nein, ich wollte es halt Doppelsicherung. Meine Doppelsicherung, ich sag mal, du brauchst 2 Knöpfe zum Einschalten. Das ist. Also. Haushaltsgrad. Du musst mit 2 Knöpfe drücken, damit das Gerät einschaltet. Nein. Kommt drauf an. Also, was für Haushaltsgrad? Die Frage ist, welche Haushaltsgeräte nehmen. Ja, toll. Also das Symbol hat es auf vielen Haushaltsgeräten. Warte, ich habe da ein paar Beispiele. Elektrowerkzeuge, Handleuchten, Geräte für Haar- und Hautbehandlung, ortsveränderliche Sicherheitstransformatoren. Bohrmaschine habe ich auch schon gesehen. Heißt das irgendwie Achtung, Gefahr? Wer weiß. Aber Gefahr ist nicht schlecht. Wie Sollen wir heisst es jetzt aus weg von Kindern aufbewahren? Jetzt ein Kind drauf. -12 oder so irgendwas. Keine Ahnung, vielleicht ist das einfach das Symbol dazu. Keine Ahnung. Wenn es etwas mit Gefahr zu hat. Oder Gefahr giftig oder. Nein, das ist anders. Nein, nicht giftig. Klar, eine Bohrmaschine ist giftig, ich glaube so. Hat giftige Geräusche. Soll ich euch einen Tipp geben? Ja. Was bedeutet Ein Schwierigkeiten. bei der Steckdose das mittlere von diesen 3? Fertig. Ja, genau. Das. Hä? Warum ist das Was hast du Symbol? jetzt gesagt? Genau die. Erdung. Wo man das in Deutsch Ich nicht? habe immer noch nicht verstanden, Das ist wie das geht. Rückstoß. Sicherung. Was in Deutsch nicht? Kindersicherung? Inwiefern, frage ich mal so. Und Kindersicherung? Also, das jetzt Zeichen bedeuten für Kindersicherung. Nein, also mit Kind hat es nichts zu tun. Schade.
Es ist allgemein sicher, dass es doppelt versichert ist. Wie geht das genau? Das sicher. Erzähl. Kein... Ja, nimmt kein Wunder. Also bei der Versicherung, dass so bei der Zürich-Versicherung oder bei der AXA kannst du eine zweite Versicherung... Nein, versichert. Versichert, dass es irgendwie zum Beispiel bei einer Bohrmaschine dass es doppelt versichert ist. Nicht, dass es jetzt irgendwie... Wenn du einmal zum Beispiel andruckst, dass es direkt angeht, sondern dass du noch etwas anderes musst drucken, dass es angeht. Zum Beispiel auch, das ist ja zum Beispiel auch bei einer... Du bist extrem nahe, aber es ist noch nicht das. Nimm das noch, was der Flippy gesagt hat und dann hast du es. Eben, ich habe das vom Flippy vorher nicht verstanden, weil sie es gerade gleichzeitig gesagt haben. Erdung. Oder noch etwas anderes. Erdung. Rückstoßsicherung. Dass wenn plötzlich zu viel Strom kommt, dass die Sicherung rausgeht. Also es geht darum, dass... Wie soll ich jetzt das erklären? Wenn du... Ja, das Problem ist, wenn ich es erkläre, dann habe ich es ja dann eigentlich gesagt. Ja. Warte jetzt einmal. Also es ist eine doppelte Sicherung. Mhm. Das heisst, wenn ich jetzt andrucke, dann geht es Ja. nicht an, sondern wenn ich... Eben das, was ich Also- ja vorher eigentlich gesagt habe. Ich habe eine Frage. Was passiert, wenn die Erdung nicht wäre? Dann kann es... Puff. Also was puff, dann geht... Wie meinst du das? Was passiert dann? Ja, die Sicherung ist das. Ja, das würde mehr passieren. Es würde, glaube ich, anfangen brennen. Könnte, kann aber auch nicht. Kann Das explodieren. Gerät hoch kaputt. Ja. Es ist doppelt gesichert. So, dass es eben nicht passieren kann. Ich glaube, ich lasse gelten so. Ich lasse gelten. Ist okay. Die Frage ist jetzt so viel wert. Ich gebe... Das bringt nichts. Was? Ja, warte mal! Scheiße, Purzel ist im Weg! Ich mache einfach doppelt, das heisst doppelt überspringen. Ich gebe am Joel, damit es beim Purz bei der letzten Frage interessant wird. Ist gut? Das ist gut. Okay, Also es geht darum... wir cheaten. Jetzt sehen wir mal rein theoretisch an, du hast ein Gerät im Haushalt, wo... Wie Kasse zum Beispiel. Nein, ein Gerät, sagen wir irgendeinen Föhn oder sonst was, wo Kabel drin sich gelöst hätten. Hast du nicht das, ne? Und es kämt und ihr hättet irgendwo einen eisigen Teil, wo ihr einmal hebt. Und es kommt, die Kabel kommen genau dort drauf vor. Dann kann es sein, dass wenn ihr dort den Föhn in die Hand nehmt, dass so ja dann totschlägt. Also ist eigentlich wie dann quasi das Ganze isoliert. Also das heisst auch ein Gehäuse quasi. Also das heisst, wenn ihr das einsteckt, ist es geerdet und wenn jetzt das passieren würde, was ich gesagt habe, dann würde es eben die Sicherung raushauen, bevor ihr dran langen. Weil es ja geerdet ist. Mhm. Das ist eigentlich das gleiche, wie wenn ihr dran langen. Einfach durch das es geerdet ist, passiert es halt, bevor ihr dran langt. Aha. Rauskommen? Yes. Ich glaube ja. Ja. Meine Idee ist fast immer sehr... Cringe. Nee. Meine Frisur ist auch cringe. Was soll ich sagen? Was sind wir? Das war die falsche Frage. Gewesen. Immer die falsche Frage. Gewesen. Das war die falsche Frage. Gewesen. Ja, komm jetzt. Auch die falsche Frage. Gewesen. Immer die falsche Frage. Ich habe zweimal die gleiche, schau mal. Ja. Wieso nicht zweimal die gleiche? Das weiß niemand. Meine Frage ist nicht drin. Du verarschst mich jetzt. Ist jetzt aber so. Ich schaue es jetzt gerade an. Warum ist Nati blond? Oh nein! Bis du so auf die Welt kommst. Woher hat der Eisbergsalat seinen Namen?
Entschuldigung. Die Frage? Haben wir die Folge nicht schon mal gehabt? Nein. Mit das ich wüsste. Entschuldigung. Also jetzt nicht heute, aber... Nein. Oh nein, der Eisbergsalat. Ist Nein. einfach aussehen wie ein Eisberg. Nein. Bist Format von einem Das ist Eisberg. dumm. Nein, ich weiß warum. Weil er Weil gefroren ein ist. Eisberg, stopp, wenn ein Eisberg sieht man ja den grössten Teil unter dem Wasser. Und wenn ein Eisbergsalat im Wasser drin hat, zeigt es nur die obere Spitze oben an. Das sagt Und mir der unter untere- 10% da. Genau. Dann stimmt's noch. Er singt, ja, richtig, ja, dort. Wie, es stimmt? Nein. Du, wenn du mit das verkaufst. Ich bestelle dich. Nein, jetzt Also ich verarschst du kauf's. uns. Ich kauf's. Er verarscht euch. Es schwimmt nur ein Zehntel vom Eisbergsalat oben auf. So geil. Ja, So aber mein ey, ihr. das klingt logisch. Du darfst es tun, nicht was. Ich glaube, weil man von diesen Salat mega viel auf der Titanic hat, darum heisst es heute so. Ja klar, das ist der Grund. So damals hat es so irgendwie so Blattsalat geheißen und wir sind auf der Titanic einfach Milliarden Tonnen gefüllt gehabt, hat man es einfach in Eisbergsalat umgenannt. Safe. Nein, Nicht? Wieso nicht? nein. Weil es nicht richtig ist. Es war Concordia, aber ist gleich. Hat es irgendetwas mit dem Eisberg zu tun? Jein. Was heisst Jein? Was willst du nicht Ich sagen? weiß, was passiert ist. Wir kennen doch alle König der Löwen, wo einer den Dings aufgestreckt hat. Man ist auf einem Eisberg gestanden und hat einfach einen Salat aufgestreckt. Seitdem hat es den Namen Eisbergsalat. Nein. Ich glaube, man hat die einfach eingefroren, damit man sie besser können stapeln. Oh mein Gott. Ja, Ist nicht Einmal vorher. flüssige Butter. Was? Einmal flüssige Butter. Wenn du die Butter schmolzen, also mit Platte, aber die sollte ich nicht tun, dann man so eingefroren. Richtige Antwort. Also mit mir selbst, ich sag die. Flippi, hast du nie Input? Der weiß es Das schon. mit Eis. Sicher mit Haltbarkeit oder Lagerung. Den wo? Im Ja, Lager? früher muss man keine Schluch gehabt früher. Ja? Haben wir die in der Eisschorle gelagert. Und denen? Hat man sie so verkauft? Gefroren? Ja. Ich Nee! Ich meine, früher... Kinder kommen aber es gibt ein tiefgefrorenes Salat. Ja, ich schwöre. Ich meine, früher ist das Zeug... Ist das haltbar... Der geht nur ab, mit die Tasse kaufen. Macht er mehr glücklicher als mit der Aussage. Du mit deiner Tasse. Nein, man hat gekühlt verkauft. Gekühlt. Und warum haben wir die gekühlt? Oder wo haben wir die gekühlt? Dass sie länger haltbar sind. Wo? Ich glaube, Warum haben wir die gekühlt? Aha, länger haltbar sind. man hat sie gekühlt, damit keine Käfer und alles mit drauf ist. Dass es die abgeschreckt hat. Ich habe reinbissen, wer bleibt der rausgefallen? Nein, aber so zum Lagern halt, dass nicht Käfer und Nein, so nein, draufgegeben sind. in welchem Jahr haben wir das gemacht? Ich Im könnte nicht Mittelalter. Sag mal, Philipp, was sagst du in dem Jahr? Mittelalter. Dann ja, kann man sagen, ja. Wann? Und wo hat man die, warum hat es etwas gelöst? Mittelalter oder warum auch immer? Wegen Eis. Weißt du, Ich wie glaub- tun? Ich glaube, im Mittelalter hast du einfach das. Ah, Entschuldigung. Erzähl. Ich glaube, im Mittelalter hast du einfach nicht so genug warm.
genug können den Salat wärmen im Winter, dass es einfach halt so Eis geworden ist? Nein, Bin ich aber nicht dran gewesen? wenn du in der Tasse bist. Ui, toll. Oh Mann. Was ist, wenn es ist also nicht zu warm, einfach warm gsi Ja. für den Salat liefern? Haben sie halt Kühle gebraucht, also mit Eis zusammen liefern. Damit Und jetzt ist die Frage. Eis. Wohin? Ja. Andere Märkte. Also meinst du bist vom Markt gefahren, willst du nicht sagen? Ja. Mit was für einem Gefährt? Das Pferd. Ein Pferd. Ein trojanisches Pferd. Aber mach kann nicht, wer genau gemacht kann. Wie? Wer das gemacht kann. Kann man ja sagen, weil es nicht mehr ganz nachkommen. Okay. Was meint das Pferd? Hü-hopp, hü-hopp. Jawohl, Und dann haben wir die Kutsche. jawohl. Und keine Ahnung, das sind halt Lagerkisten mit Eis und Salat. Die mit dem Eissalat besser haltbar ist. Aber ganz kurz, Flippi. Ja. Zum Lagern ist es warm, hast du ja gesagt. Aber zum Transportieren geht es plötzlich. Ja, mit Eis zusammen. Ja, aber du kannst doch auch einfach Eis in einen Raum rein tun, Salat und dann... Also nicht zum Lager, zum rumkutschieren. Ach so, Ja, so. auch so, wie es jetzt der Flippi sagt. Wo ist er? Da oben. So. Als richtig sagen. Wirklich? Hast du hat recht? Genau. Island Ich heisst habe dich jetzt so, verloren. weil er früher noch, bevor es Kühlschrank und oder Kühllager oder Kühlstäbe gegeben hat, ist der Island also von her, der konnte verkaufen, sagt er wie jetzt eine Gruppe oder Mikro, hat mir früher noch, so in der Mittelalter, so ist mir Märkte-Sachen verkauft. Da ist den Leuten mit den Pferden, das heißt, mit Kuschen vom Markt zum Markt gefahren, hat er dir das Stück verkauft. Um den Eisbergsalat länger haltbar machen, hat man den auf so Eis, hat man eben so Eisblöcke genommen, weil die lang bis halt geschmolzen sind, hat dort den Eisbergsalat drauf getan, ist so von Markt zu Markt gefahren, hat dann so mit können verkaufen und ist lang haltbar gewesen. Als ob, Purzel. Okay. Stimmt Das das? ist richtig. Und damit gewinnt der Flippi, nicht so eine Tasse leider nicht. Das war schön gewesen, aber leider nicht geschafft. Er ist Mann. lang gut die Frage beantwortet. Nein. Oha. Leider Eigentlich ist ist es es nur nur, weil ich sie gar nicht habe können beantworten. leider ist es nur so ein Stift. Vom Windows. Du musst aber noch die Namen da drin reden, sonst ist es kein spezieller Stift. Nein, ist es speziell. Die haben sie gebraucht. Er ist von dir höchstpersönlich. Es ist im alter Stift vom Purzel. Dem du ich Frage für Frage aufschreiben für den Weiler. Ich möchte euch ganz herzlich an dieser Stelle danken. Und ihr Danke habt auch. voll Gas gegeben. 3 Punkte zu 2 Punkten. Joel, auch wenn du 1 Punkt zu wenig hast für den Sieg, vergiss Bist nicht. näher beim Einstein sein. Vergiss nicht, der Chris hat 2 Punkte weniger als du. Und, aber vielleicht hat auch er die Chance, nächstes Mal die Punkte aufzuholen, wer weiß. Wer weiß. Wenn er in einem Kino ist. Ich kenne sowieso schon das letzte Mal. Ich bin der, der immer muss Punkte aufholen. Aber ey, Leute, glaubt ihr nicht. Irgendwann schaffe ich es noch. Definitiv. Irgendwann kommen mal die Fragen, wo ich auch an meiner tiefen IQ mal vielleicht etwas mehr kann beantworten kann. Also, Und dem muss man schnell sagen, bevor ich schnell weglaufe. Also du musst jetzt mal sagen, auch der Flippi, weil er jetzt der Beste von uns war, gewinnt nicht so eine Tasse,
Achtung, es kommt. sondern er gewinnt ganz geniale, total genial Klugscheißer-Tasse. Joel, ich möchte dir unbedingt noch sagen, ich glaube, wenn du irgendwann einmal gegen den Chris und gegen den Adi Totoro spielst, dann glaube ich, dass du dann auch allenfalls tatsächlich auch, wer weiß. Purzel, was meinst du dazu? Ich habe nichts gesagt. Grüß an Adi und Grüß an Chris im Kino. Ich Das hoffe, ist sehr du gut, findest das es meint. gut. Das ist sehr gut, das hat. Chris, ich hoffe, dass du im Kino gesehen bist und die Film wegen Stromausfall ausgefallen ist. Ich habe schon mal einen Stream gehabt, dann fällt mir ein Stromausfall, also es wäre nicht sehr Ich kann nie müssen leiden. Genau, aber der Stream ist komischerweise trotzdem weitergelaufen. Peace an dieser Stelle auf YouTube. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Ah nein, du hast Wenn es vielleicht ich gemacht habe. Genau. Danke an dieser Was Stelle. für ein Wunder. Ja. Habt ihr noch irgendetwas als Abschluss sagen? Ausser Ja, man muss sagen, was man noch raushauen, wirklich cool ist. Der Schuh, der Flippy am Start gewesen, wirklich. Gratuliere nochmal am Flippy für die cool, total geniale Flugscheißtasse. Yay! Also der Schuh hat eh Mannschaft Tasse gewinnen, wird definitiv nur die Flugscheiß draufstehen, seit er viel zu lang braucht, aber wird auch eine coole Tasse gewinnen. Auch vielen Dank an die Stelle an unseren Moderator Moiro, der auch coole Farbe herausgefunden hast. Danke, aber das Dankeschön geht, glaube ich, am heutigen Abend eher an dich. Ich glaube, du bist da Ein Süffel mit 3 Tassen mit an. lizenzierter. Also ich sage einfach mal Danke an euch alle drei, dass ihr Zeit genommen habt, für dass wir den Livestream machen können. Das sind coole Fragen gewesen. Auch allgemein, es macht immer wieder Spaß mit euch irgendetwas zu machen. Und Es sind 4. habe ich ja gesagt. Ja? Ich habe gemeint wegen dem wie Chris. cool ist. Wegen dem Chris habe ich gemeint. Alles gut, alles gut. Ach so. Auf jeden Fall, einfach, es ist eine coole Gruppe und ich glaube, so macht es einfach Spaß und ich hoffe, dass es jetzt in Zukunft weiter so geht. Und ich finde das einfach jedes Mal cool und auch heute. Darum danke, dass ich ein Teil hier dabei sein darf. Machen wir gern. Der Flippy ist sprachlos. Ich darf sagen, du hast ja vielen Dank an Quiz Live, der hat ja am Flippy wirklich das heute können gewinnen. Ich hätte sowieso gewonnen. Ich glaube, das ist So gut. das ist eine Revanche-Anfrage gewesen. Das Wenn der wäre Flippy aber das Kino nicht gekommen. Also er nur das Spiel das Gegner hat. Chris, als du zuschaust oder das irgendwann siehst, genau du bist das nächste Mal wieder dabei. Du bist das nächste Mal dabei. Und wehe, es kommt ein Kinofilm in die Nähe. Dann sag ich dafür, dass der Kinofilm in allen Kinos verboten wird. Super, ich würde sagen, der Flippy zeigt mir nachher, wie das mit den Clips geht. Du kannst ja irgendwie auf YouTube Clips machen, dass es ein bisschen einfacher ist zum Rausschneiden. Was? Clips? Ja. Nein, auf Twitch weiss ich, aber auf YouTube nicht. Nein. Was? Da gibt es gerade eine Insta-Story. Genau mit diesen Worten vom Joel. Hören wir es jetzt? Clips. Der Witz kommt da weg, das sind die auf dem Schuhe. Bum. 6.6. Es geht in die Geschichtsbücherei. Ja. Juhu. Der Flippy gewinnt die erste, nein, Spaß, die zweite, total geniale Tasse. Hast du eigentlich die erste schon verschickt? Ja, per C-Post. Ja, super. Kannst du ein halbes Jahr Ich, an. hab bis Es kommt in 3-4 Jahren bei dir an, Flippy. ich weiss sowieso nicht, warum man Post mit P schreibt und nicht mit B. Ja. Post. Weil es einfach Post. so schnell, weil sie so schnell sind, dass es P-Post ist. Nein. Es Das übertrifft wieder meine Clips. Badum. Nein, bevor ich jetzt noch sonst irgendwelche Sachen sage, die ich nicht sollte. Unbedingt Tasse kaufen, Shopbilder unten dran verlinkt. Genau, besten Dank. Will jemand noch etwas als Abschluss sagen, oder? Ich überlasse, glaube ich, einen Friede, Purzel. Freude, Eierkuchen. Das war ein schönes Wort. Purzel? Ja. Nein,
vielen Dank für euch alle zum Mitmachen, weil es immer Spaß macht, auch wenn es davor Spaß gemacht hat beim Quiz. Hoffe nächstes Jahr, nächstes Jahr haben wir dabei. Genau. Nächstes Jahr. Das kommt. Also ich hoffe, dass es in diesem Jahrzehnt noch möglich ist. Ja. Ja. Oh Das yeah. nächste Mal, der Flipp am Start ist, würde ich gerne sehen mit dieser coolen Tasse am Start. Der Flip ist jedes Mal Ja, schon. kommt. Eben, wie viel Jahr als nächstes? Nein, nicht mal so. Nein, bist gespannt auf die nächste Runde mit dieser coolen Gäste. Also, es sind meistens immer recht coole Gäste dabei, also auf der einen, die will nicht. Nein, immer da jetzt. Schon gut. Aber vielen Dank euch alle. Und ja, das wäre meine Schlussfrage gewesen. Immer gerne abonnieren, Blog aktivieren und die Tasse kaufen. Kann ich sagen, schaut bei all denen hier vorbei, lasst bei denen allen ein Abo da. Rilo ist auf dem Weg zu seinen 200 Abonnenten, also unbedingt bei dem... Warte mal, nein, wo bist du überhaupt? Doch, du bist unter mir. Da. Unbedingt abonnieren. Ist in der Videobeschreibung. Setzt sie. Ich weiß nicht, wieso das Link jetzt nicht funktioniert, aber ich werde das noch anpassen. Ja, ich will Tasse kaufen. Genau. Die Tasse ist auch in der Videobeschreibung. Das stimmt nicht. Also Nicht jetzt nicht. Noch nicht. verfügbar. Verzeiht, nicht verfügbar. Ausverkauft. Ja, in dem Fall wünsche ich euch Bis zum einen nächsten schönen Mal. Abend und ich bedanke euch nochmal ganz herzlich, dass ihr können dabei sein und ja. Immer gerne, immer jedes Jahr. In dem Fall, tschüss! Tschüss. Genau. Ja, die coole Frage.